geht besser. Ja. Vielleicht hat er nicht so viel. Voilà. Zweiter Versuch. Schönen guten Abend, alle gut. Ich begrüße euch dann ganz herzlich für die 5 Sitzungen an diesem Jahr. Das voraussichtlich auch die letzte Sitzung von diesem Gemengerat. Das Wort Publik haben wir gerade gezündet, die geht am Serge Eicher. Da soll das Herr stehen, können aber ein bisschen mehr später gesagt, dass ich nicht nur noch kommen. Vorher dann kurz was verlassen seit der letzten Sitzung. Ich meine, vom 27. bis zum 29. April, da hatten wir den Blumener Plan zu Minzburg, was wie immer ein großer Succès war. Merci, so ich gerade daneben auf dieser Platz, die immer die flotten, schon bald traditionellen Pflanzenmarkt in der Gemeinde organisieren. Und das für sie auch immer viel Arbeit, dann also auch flott fand, dass er noch viel Succès hat. Den 30. April, du war bei schönem sonnigen Wetter, da den ersten Classic Day mit allen Autos zu Minzburg. Ich meine, das war ein Riesenerfolg, mit dem ich keinen so richtig an der größten gerechnet habe. Sie hatte noch das schönste Wetter. Mir das war ganz wirklich flott, und noch da hoffen wir, dass das da regelmäßig im Mai organisieren. Und auch merci und Organisateure, weil ich meine, das war ein ganz flotter Reklam für die Gemeinschaft auch. Dann war den 3. Mai eine interessante Informationsversammlung über die Seniorenresidenz am Wengert zu Kernech. Da so nicht der Familienkommission merci, dass sie das so flott organisiert hatten. Den 4. Mai hat als Chefrat eng von als regelmäßig Reunion am Jugendhaus mir Martinen aufgemacht, dass man mans 2-3 Motoren beginnen für dann die so Kleinigkeiten zu diskutieren. Das kann dann anderem gangen für Doppelte von ihrer Kamionette für ihnen do eng Platz an der Dave Garage zu gehen an der Sportzahl, wo sie da können luden. Und ich meine das flott von so regelmäßig noch Echange dann wird. Da war der 5. Mai den Naturparktag. Da wird gemeint, dass hier 40% Zertifizierung von der Umweltminister überreicht kriegt. Den 6. Mai war Holz, steht zwar schon am Kartenbusch. Da haben wir ja gesagt, gibt man ein Langholz verstehen, weil die Leute gefragt haben, ob nach möglich für so Holz zu kreieren. Trotzdem, dass viele Leute noch Holz gefragt hatten, war es stehen immer mäßig besicht. Wir hatten viele, wo ich da noch geschwatzt und die hatten sich schon auf anderen Plätzen Holz besorgt, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass die stehen wir. Schon, dass das nächste Jahr dann besser geht. Die Gemeinde hat aber relativ gute Preise auch für das Holz da kriegt. Da war der 7. Mai der nächste Klima, der am Recycling Center zu Minzburg. Der war wirklich flott organisiert vom SIAS mit ganz vielen Aktivitäten. Den Tag, das war wirklich auch ein großes Succès. Ich meine, viele Leute haben wir in Minzburg gefunden. Und ich ging dann noch hoffen, dass den Tag dann noch eine Tradition gibt oder am Mann SIAS gibt, muss nicht immer zu schütten sein, dass das auch regelmäßig dann in Zukunft aufgehalten wird. Der 9. Mai war Europadag. Ich meine, das ist mal Zeit beginnt, der Gemeinderat und die Vertreter von den Kommissionen hier am Sitzungssaal. Merci alle Guten denen, die sich da Zeit geholt haben, dabei zu sein. Dennoch waren wir alle Guten und Marche Gourmand, die heute durch die Gemeinde organisiert war, die auch ganz flott organisiert von der Sportkommission. Ich meine, über 100 Leute, die da mitgegangen sind, und das war wirklich ein großer Erfolg. Dafür ein ganz große Merci auch und Member von der Sportkommission, weil ich meine, das war auch nicht kein Arbeit und sie haben das tiptop organisiert. Na, am 10. Mai, da war Jung von den Zimmer für Juncker, oben im Schönberg, in Präsenz vom Logementsminister, dem Herrn Henri Cox. Die Zimmer, die werden da auch ab Juni von jungen Leuten bewohnt gehen. Danach haben wir dann die Aufweichung von den neuen Büros an der Schule. Leider hat der Edukationsminister an der letzten Minute müssen auf, weil hier verhindert war. Ich meine, es war trotzdem ein flott Feier an ein flotte Kader, und da konnte man noch Ausnahmen austauschen, all die Beteiligten. Da war den 12. Mai die offizielle Aufweihung von den Büros und hier im Speicher vom Service Technik, wo auch schiedsrichtig konnte erzählen, weil wir dafür eine flotte neue Infrastruktur gebaut haben. Bei der Gelegenheit hat auch eine Service-Regie ein neues Elektroauto gekriegt. Und auch das ist ein weiterer Schritt, Sachen umstellen von aller Service auf die Mobilität. Und ich meine, an dem Kader wollte ich auch mal sagen, dass als Leute auch ganz zufrieden sind mit den elektrischen Autos. Und dass das auch eine gute Lösung ist, besonders für eine Gemeinde, die dann aber keine riesige Distanz führt, wo man an einen gewissen Nimmkreis, dass das wirklich eine ganz flotte Lösung. Da war den 13. Mai der Mord. Bei dem Mord war leider nicht so gut besichtigt wie sonst. Ich finde, mir als Politiker dort Leute verfreut hatten. Wir hatten ja alle als Stände. Ich weiß nicht, worin es lag, aber ich hoffe, dass dann der nächste Mal ein bisschen mehr Succès hat.
Dieselben Tag war als Nuit des Sport Rëmmenkeier Flot organisiert mat ganz vielen Aktivitäten an waren noch viel Leute do grosse Merci an all denen die geholfen vun dat organiiséieren an noch und alle guten die Vereine, die do awer alle Jore mat machen. Dann hat den 19. Mai die offiziell Aweiung vun aller Quell an Bieler Grund. Ich mein, die war Präsenz vun einem Vertreter vom Umweltminister. Bei der Gelegenheit sind mir als Schütter Gemenge auch gelöst gehen für einen Ersatz am Interesse vom Wasser an, am Interesse vom Quellenschutz an. Ich gehe die Merci auch ganz gerne für und den Tisch an auch als Leute, die aber immer große Erfahrungen machen und ich meine auch die Gemeinde immer der Hand hat doch für mir teilweise die Sache für finanziert tun an dafür große Merci vom Minister. Und wie gesagt, Quelle so sicher, sodass du soll ein Kaps geschehen, ein Accident, wo man so der selbst lebt, kann ich mich vom CR an Quelle helfen, weil die relativ dicht neu gefasst ist. Voilà, dann war auch den 21. Mai, letzten Sonntag, war die mittlerweile schon traditionelle Biodiversitätstag. Das Jahr war nicht zu stressig, wir haben das zumindest mich an der Delta organisiert, den Tag auch ganz gut besichtigt, waren auch ganz gut Flotaktivitäten, die do stattfanden an das Jahr war da ein ganz flott Gelegenheit für die Eltern, man hier kann einmal die neue Schulgärten zu besichtigen, viele Leute schon viel davon hören, wir haben nicht gesehen. Und auch da ganz große Merci und all die den flotten Event organisiert hat. Da war gestern, wo ich mich da zu Mondorf, und ich muss sagen, da war gestern mal mit einem ganz interessanten Vortrag vom Edukationsminister, den hat geschwärzt über die Education am 21. Jahrhundert. Und ich muss sagen, ich noch ganz flott fand, dass Gemeinde Schötterer auch größtenteils auf dem Weg ist, den der Minister auch begrüßt. Wir sind eine Gemeinde, die Schule weiterhin unterstützt, nicht so die Gemeinden, die so in Hölle mit Schule nach ganz weg. Und wir sind ein von denen Menschen, die Schule bei all ihren Aktivitäten unterstützt, die auch am nächsten Informatikmaterial equipiert. Und dann noch zusammen mit der Schule, mit der Maison Relais, den flotten Ausbau mit geplanten mit Räumlichkeiten, die auch de Besoin von den Kannern entsprechen. Ich meine, du leih mir schon ganz gut. Du nicht profitieren wir auch von der Offer, nur doch gesagt, dass leider auch viele Gemeinden keine Kräche bauen. Wir haben aber als Gemeinde Schütter auch den Ausbau, der ist verdoppelt von unserer Kräche an unserem Masterplan 4 gesehen, sodass wir auf Mengen von den Gemeinden sind, die das nutzen, was geboten wird. Ich muss sagen, ganz interessante Morgen an den hat man einen ganz flotten Austausch mit unseren Kollegen dann aus den Obstgemeinden. Der 26. Mai war dann, war nicht, als die offizielle Abweihung von der Kenia Straße, das ist Freitag, da haben wir Triveren angeladen von der Straße. Ich gehe von all den Altschötter, kriege ich gesagt, sie mir keine Altschötter, wir haben noch Misere, das ist richtig, sie hatten alle gute Misere. Wir haben im Moment, wollten wir klein festmachen, mit dem Tele wie an allem, haben wir das am Sommer nicht gekriegt. Wir wollten aber 104 Wahlen, die 500 Leute von Altschötter zusammenrufen, und ist da so zu lassen, die haben nach einer kleinen Wahlparty. Das wollten wir nicht. Aber ich ging so nicht verhindert, ja, dass der nächste Chef dann ein kleines Festchen zu Altschötter organisiert. Wir sind alle gut, wo dann das kann ein Kanal geben. Wie gesagt, wir haben die aus der Straße gerufen, das dann Freitag. Vor der nächste Woche ist dann die Vakanz. Wir werden von der Woche profitieren, für verschiedene Arbeiten zu machen. Wir waren in die Village zwar Freitag an, aber da sind auf ein paar Plätzen ein paar Wege sich gesagt, an die mussten da rausgehen, einen neuen Neubau gemacht gehen, andere mal gesagt gehen, das heißt, da wird nicht am 2. Juni für normalerweise die Village zu. Dann ist es so, dass man auch auf der Hauptstraße, ich meine, die sieht alle gut, bei der Optik bis Ausgangs von Schütter, wie da die Hauptstraße ausgesagt, da wird man den 3. Juni gefräst, und da geht da, als die Straße gesperrt, da wird ein neuer Belag angebaut. Wie gesagt, wir machen dann der Vakanz für die Leute nicht so viel dann zu planen. Aber das muss aber leider gemacht gehen, und egal was wir machen, da ist immer Stau, ich weiß nicht. Wir probieren die Schulter, also die Unternehmlichkeit bei Minimum zu reduzieren. Dann ist den 10. Juni nach Schöttermoat, die nächste Schöttermoat, da ist ein Porto Verde am Jugendhaus, wo wir auch alle guten herzlich invitiert sind, das gucken zu gehen. Oft ist das Mammendagsfeier von Guardanheim, am Laufe des Jahres auch an der Roserie, ich meine, die Gemeinde hat auch eine Invitation gekriegt, die Rosegard eine Unerkennung von der Weltföderation überreicht, die sind dann hier an, sodass man da dann auch als Gemeinderat
dann invitiert sind. Übrigens war der Lex Dallas, damit ich auch an der Roserien aus Stadt ein Kuckuck gekommen, und sie wollen da doch ein bisschen über den Tourismusminister ein bisschen mehr publik machen, und sie noch geguckt, ob ich noch nicht so einen Zähler möchte, sie haben da so Plätze, wo es bauen, so Zähler, wo sie da gesehen, wie viele Leute die verschiedenen Sitten visitieren. Das ist da ein ganz flott Sache. Voilà, am 11. Juni, ich meine, da wird die Meerstadt Lassas, da sind dann die Gemeindeраtswahlen. Der 16. Juni, dann ist dann Tango-Soven, den also organisiert von der Kulturkommission, den ist dann an dem großen Festzelt zu Minzburg, dass man da für den Nationalfeiertag abrichten und profitieren wir dann immer für das Wort hinzustellen und da verschiedene Konzerte zu organisieren. Der 17. Juni ist dann noch da ein Konzert mit Coolfeed an demselben Zelt, den ist noch organisiert am Kader vom Televi, und da ist auch der ganze Erlass aus der vierten Televi. Vor dem 23. Juni ist dann Nationalfeiertag, wie alle Jahre werden die Feierlichkeiten stattfinden, werden als Ausland Schmattbierger für Reis kochen, und dann werden wir das wie gewinnt, wird das auflaufen. Dann noch ein paar Informationen. Ich meine, ich hatte letztlich gesagt, dass wir Recours gracieux bei der Umweltminister angelöst haben, eine Autorisation, die man da kriegt, für die Tiersput zu erschüttern, weil du im Moment eine Diskussion war, für die eine Seite rauszuholen. Wir sind in Gesprächen mit dem Minister, auch mit der Ministerin. Wir werden da Renski mit ihnen. Der Morgen war ein Artikel an der Zeitung, ich meine, es gibt auch noch andere Sachen am Land, wie die Tiersput zu schütten. Wir werden eine Einigung finden, und dann muss das klappen. Voilà, dann ganz kurz, was Chantier noch geht. Ich meine, die wisst zu Schütter am Kalek, da haben wir der Haus an der Rue de Village, an den 12 Rue de Village, da haben wir drunten am Kalek, wollten wir dann noch da PHP machen, zusammen mit den Proprietären, dort gemein an Terra, da so haben wir echt Sondagen sind da gemacht gehen, für zu gucken, ob da keine historische Sachen liegen. Da ist es aber so, dass sie da Strukturen von tun, aus dem 10. bis 14. Jahrhundert. Das heißt, da muss man Ausgrufungen machen über den INRA, sodass das sich ein bisschen wert dann aber nach Verzögerung bis da etwas geschehen. Voilà, dann haben wir für die anderen Chantier noch gesagt, Rue de Village, die also so weit aufgeschlossen sind, also just die Reparaturen, die nach an der Pecht vakanz zu machen sind. Rue de Sendingen, da geht es doch auf 4 Runden, ich meine, da sind dann gerne mit den Bordeuren alles zu machen. Da geht das bis der Congé fertig gehen, an die Velospiste, die wird dann nur im Congé gebaut, die von Strohsobers, und da wir ja nur noch heute nackt, wo wir den Terrain kaufen, wo die dann drauf können, also Fußgänger wie eine Velospiste. Dann Rue de Lützeburg, wie gesagt, du hast alles schon fertig, der PHP, den du am Ausgang Rue de Lützeburg auf der linken Seite hast, du wird am Jörst, wird der Belag frisch gemacht gehen, wenn mir der Belag mehr, wenn der Chantier Schlossgewand aufgeschlossen ist. Der Weg vom CRL, den hast du den Pelo installiert, ich hatte gleich gesagt, das gibt direkt gemacht gehen, durch der Hauptstraße am Quai, dass die fertig ist. Schlossgewand, an der Antrieb von der Schlossgewand, da sind wir nach einem Gang Resonsfall, ich meine, du gesagt, immer ein bisschen wüst aus, Neppelweh, sie so rauf, ich meine, du siehst teilweise am Gang auch also Heise, Italien, zum Beispiel an Heise, sodass die habe ich eine Woche 4 Uhr gehen. Der PHP-Klapp, da wurde auch wahrscheinlich all der lascht, da ist auch ein ziemlich gekniffelt, ich meine, die Sitzungen da an der Straße solo die verschiedenen Aufschlüsse gemacht, die mussten quer durch die Straße gehen. Ich meine, du hast das Schlimmste wohl schon fertig. Das stand natürlich immer zurück, das geht einfach nicht ernst. Da können wir nicht, muss man einfach da durchziehen. Und Leute, die sich jägern, die machen für Privatpromoteuren halt den Verkehr ab. Wenn man das immer so gehandhabt hat, dann hat nie ein neues PHP gemacht. Also ich meine, muss ich noch, verstehst du mich schon, das hat du etwas geschafft, dann voilà. Dann der Ralentisseur im Neujahrchen hat gesehen, den ist schon fertig, schon eine Zeit lang, weil man noch ein Witthauspano dafür drin, den ist aber tipptopp, die Leute belöfen sich, ich meine, da können man einen gewissen Withaus drüber, wir müssen aber aufbremsen, das ist aber nicht so ruppig wie zum Beispiel die Berliner Kissen zu Schütter, sodass man dann beim Ministerium werden dann aufrufen, für dann auch weiter der Dinge dahin zu machen, der Beckel zu bauen. Gut, PHP Schönbirch, du laufend die Infrastruktur habe ich dann, das alles am Laufen, dann gesagt, den Servicetechniker, wenn du mit da war, ich hatte gesagt, Tiere fehlen nach, die sollen mal montiert, dass dann da definitiv auch alles fertig ist. Und was den Masterplan angeht, von der Schule, da laufen sie regelmäßig Arbeitsreunionen zwischen den Services. Ich meine, da hat man gesagt, wo wir wollen hin. Da wird als vorgesehen, dass am Juli den nächsten Entwurf vom
vom Masterplan, also von dem nächsten Ausbau, der erste Ausbaustufe könnt, und dass dann den RPS mis dann am Oktober fertig sind, dann dass die nächste Gemeinderat dann Chefner Gemeinderat da kann aufsehen. Was de multifunktionell ugeht, dass du in de Recycling Center du hast den APR solo soweit fertig, die werden man nächst verkreien. Du hummer rendezvous bei der Point Chaussee gefrot, weil war so, dass am Anfang Point Chaussee kom bei Mün hat geplant, du kom Point Chaussee bei zo fir dann do Matze machen an dem Projekt, dat gifts Jo interesseieren. Mir hatten eng keng Reunion bei der Point Chaussee. Hallo, wie man da sollten aufhängen, Bemol kommen Sie do, ja, mir hatte gerne verticht. Also das immer gesagt, wir brauchen nicht dort zu bleiben. Wir können auch einen anderen Depot ausweichen. Und Bemol gehen da Diskussionen, nun ja, gibt nicht gehen, wir müssen vertichtieren, Depot bauen, wir können aufhängen. Und das geht aber nur ein Rendezvous beim Minister gefragt, dass wir ich vor allem mal mal Cap machen. Und was sie wollen mitmachen, ich muss einfach so kann das schon nicht sein, nur 3 Jahre Bemol. Da wees ke mirps davon. Das so, dass du Chef vum Depot fortgegangen hast, méi wie so. Dann Haus Berne von dem Chantier haben wir auch mal enke den oder anderen Feedback de ganze Gemengerot krit, du hast mirrouisch gin. Du hast so, du hast Ringanker betonéiert, Charpant as ball fertig, an näst woch sonst am Trockenausbau do ufenken an dann direkt no können Elektriker Fenstern an alles, so dass die Chantier dann 4 Uhr geht. Maison, pardon, die Feierhäuser an der Rue des Jardins. Du Kommentar bist du gut 4 und ich meine am Gemeinderat den APD an alles genehmigt. Die Profil war an der Baukommission an Münnerlo den Avieausgang für die Baugenehmigung der Tisch. Das geht doch 4. Nummer nach den ewigen Chantier, den ewigen Dossier vom FC Minzbech, wie gesagt, du sind Büro am Gangen und die Bordeaux zu schaffen für die Mission. Du warst so, dass wir wollten das unbedingt sehr wie mich ausschreiben. Wir haben gesagt, wir schreiben da recht aus, wenn wir 100% sicher sind, dass alles klappt, weil du sind natürlich der Technik an die Strukturen und wir wollen auf einen Moment gesagt, ja, da kann wir schreiben die Struktur aus, den Holzbau und dann nur Technik. Wir sind aber der Meinung, dass das mehr Misere noch gibt, also dass wir da als Zeit holen. Das wird aber ausgeschrieben, ob es 11. Juni oder no 11. Juni, also ich meine, da möchte schon nicht fett, wir besser wir warten im Monat, da wir haben eine proper Submission, wie das mal oder ob sie wird knebrig. Voilà, der Spielplatz an der Urcht, da fängt da ich den Ende dieser Woche, die gehen noch an 2 Phasen gemacht, weil da die Lehen noch 7 Spieler kommen, nicht sehr genug dabei, und wir haben gesagt, dann rappen wir richtig Summe die Spielplatz auf, den nervischen Teil, wir werden laufen, den Raffia dann durch, innen den Teil mehr links, wo sowieso nicht das. An Uwe gëtt dann am Hircht aufgehoben, dann direkt abs Neuste wie gebaut, dat kann de Summer nach können de Spielplatz profitéieren. Dann Grosbur du der gesi Point Spiele installéiert gin, Kloter gerüst, eng Lokomotiv, Rutschbein an alles, dat das Stopnamers do gemerk gin. An der 5. Mai war dat, die Spieler könne benutzt gin, am Moment gin du nach so Trimmgerät danach opgeriecht. Und das wieder gesit wo aufgespart, dass du das Servicetechnik aufgespart, weil du sie mis frisch useieren. Voilà. Und dann hat auch gesehen, dass du de Porto vom Ministat bese knick huet, dat waren die Spielplatz abgerichtet, die sind am Bagger dran gerannt, dann dat geht op denen hier Kächte get doch ersat. Dat geht dann op der Assurance. Voilà. Und dann am Lehegrund dat Spiel, wo man pu Breder müssen ersetzen, dat war Jore Chantier vun Minimum engem halbe Joer, war noch 5 Breder immer hin. Und du sind no langem hin an hier, no dem Dünnerker die falsch kommen, sie die richtig kommen, sind installiert an Spielerinstallation fertig. Just Zeit wie das gut wird. Dann hatte ich gesagt, dass man gefroht und dass man der Maison Relais eng Person an der Mütze stand, wo man eng wadelech du gefangen hat, mir gefroht für den Agreement von der Maison Relais, ob den Pavillon Cadolto zu kriegen, den die von der Reisebund. Dat aslo an der Reime giffen können do ein Agreement kreieren fir den Cykel 1 fir 60 Kanne, dat techt mir wären dann lorem gut fir als Maison Relais an de mit Stunden. Das er so do mir hatten die Sell hat eitel gemerk fir zur Verfügung zu stellen fir die Ukraine Schüler. Mir muss leider so, dass man sie net können dohalen. So lede da auch det mir keine einer Möglichkeit dann muss halt immer nur an sich nur sich gucken. Voilà, dann wat den Development durable ugeht, den dann man nach gesot Etude wat die neue Photovoltaikanlagen, wir wollen zusätzlich Photovoltaikanlagen im Schulcampus tunnen
auch nach oprichten, ob die Gebäude wohl noch nicht geschafft wird. Da sind die Tüten am Gang und da haben wir kleinere Tag gekriegt, mir das lebt aber alles. Dann haben wir auch gesagt, an der Mobilität, wenn Mobilität da geht, gibt man an der Sonderaktivität gibt man eine M-Box setzen. Da sind Offeren ugefrot an die wird dann noch demnächst kommen. Vëlosopplötstation fir d' Elektrowëlle und die soll man ja bei der Germen, du hast eng Permission ugefrot bei der Eisebun, dat braucht auch alles eng Zeit. Und dann hummer de recht von Elektromobilität du geht, du gëtt so eng Plattform pro Charging, dat du kann den als Gemeng auch so wir stellen eng Platz zur Verfügung und dann sie eng Ausschreibung, da kann irgend den Betreiber von Elektrobornen kann dann do Bornen oprichten, dann muss den also dat gëtt als am eng Ausschreibung am do 10 Parkplätze fir Elektrobornen no gin Parking Uwe, wann den an Sonderaktivität rafir längs, wo jo relativ große Parking ass man gesagt, kann ich do fir 10 Elektroauto und dann noch Park also Lötstationen mehr eng Flot fir. Dann Fairtrade-Team, ich mein, dir war Claude, der war dann den Seoul-Grill, ich mein, du kannst vielleicht ja nur dann darüber so ein, gibt es vielleicht nicht viel zu sagen, oder? Dann machen wir direkt, dann hast du das gemerkt. Ja, ich meine, als Fairtrade-Komitee haben wir uns so engagiert, doch immer Aktionen zu machen, für den Fairtrade zu promovieren, und da gehen wir bei den Restauratoren, die wir da gemein haben, auch bei einer Kommerçanten, und wir hatten den nächsten Aussatz beim Restaurant Bivio, und das hat auch ganz gut geklappt, wenn es gibt, da gesehen, dass da Fairtrade gezeichnet Menüen auf der Karte sind, und dasselbe haben wir eben gemerkt, am Seoul-Grill, da auch mal am Patron geschwärzt, für uns eine ähnliche Aktion zu machen. Das heißt, muss nicht alles Fairtrade sein, kriegt auch von uns keine Zertifikation. Wir wollen dann aber ein Menü möchte, wo ein Express Fairtrade Produkt dran verschafft, da kann man das an seiner Karte ausweisen. Ja, tipptopp. Merci, ich meine, das flott, das es muss nicht alles Fairtrade sein, man muss ihn immer so fänken an, das ist mir wichtig. Dann haben wir auch, was die Digitalisierung angeht, da haben wir ein Digitalisierungskonzept haben wir ja gestimmt. Und es sind auch verschiedene Maßnahmen am Gang umgesetzt zu gehen. Ich meine, Schütter und die paar Bayer, als eine Idee, dass man einfach die Leute so kriegt keine Flyer an nicht, just die expressement auf ihr Brief schreiben, ich hätte gerne alles auf paar Bayer-Form. Das ist dann all die anderen, die kriegen regelmäßig eine Nachricht von etwas Neues rauskommt von der Gemeinde, und da können die sich da draufladen. Wir sind der Meinung, dass wir damit ganz viele paar Bayer können spuren. Aber das Laufen, für das umzusetzen, da guckt man, dass man die nächste Plattform einfach haben, dass dann einfach auch könnt, mit Leuten verdienen. Und dann, wie gesagt, die weitere Automatisation von den Gebäuden, da sind wir auch am Gang. Und dann Bauschachten für die PHP, und da sind wir auch, die ist auch so weit ausgeschafft. Und auch der Baustandard für öffentliche Gebäude, da ist da noch am Gang, mal genau die Standards abzuschreiben und die wir also auch selber mal zu herlen haben, wenn wir neue öffentliche Gebäude bauen. Voilà, ich meine, so viel dazu. Wenn nur als du geht, gebe ich dann im Norrat vor, nach ich mir das doch dann ein ganz flott Nachricht an voilà, Norrat. Ja, das nur dem Gemein hat die Goldzertifizierung, also die 75% am Kader vom Klimapakt 2.0 ugefroht. Hat man den 12. Mai, das sind Audit, mit 2 Auditrissen, das war ein national und ein international, die extra ugereist kommen aus. Die hat dann den nämlichen Tag sowohl in Niederlanden wie bei uns den Audit gemacht. Wir sind immens froh, ich mitteilen, dass laut Bewertung von Auditrissen wir über 75% erreichte Werten, also wir liegen so die 82%. Die offizielle Überreichung, die wird aber am Hirsch stattfinden, weil das dann aus ganz Europa, und die wird auch zu Basel stattfinden. Und dafür will ich aber ganz große Merci lassen, natürlich unseren Beamten für den nachhaltig entwickeln, dann Fließ an unsere Klimabeauftragten, den Yves Möscher, weil die haben sich an den letzten Monaten nach Imolferm sich engagiert, für weitere Konzepte auszuschaffen. Und dank denen haben wir dann eben da sind wir noch mehr weit gekommen am Klimapakt 2.0. Voilà, merci. Voilà, merci Nora. Jean, du was selbst vor? Ja, ich wollte ganz kurz sagen, es könnte nicht all dafür, aber den FC Münzburg als Champion gehen, Bezirksmeister an der 2. Division, an ihrem 2. Bezirk, steigen an die Division ab, wie gesagt, mit ihren viele Jugendequipen, als viel Neues an den drin. Und ich meine, das ist ein immens Fried für den Verein, für an die Division dann in die nächste Jahr zu steigen. Merci Jem für die Präzision.
ich meine, das richtig, sie waren sie nach Champion gehen, sie sind schon abgestiegen, wir hatten noch, normalerweise geht er doch direkt gefeiert, wir sind ein bisschen an Moment lo net direkt en Dach wo man dat feieren, wir werden da wo feieren ze summe man alle Vereine. Ich mein, ich habe am Präsident vom Football geschwert, mir hun den nächste Part gin sondechten Nowen den Huse op der Platz gedrungen. Sie wollten du noch net nach groß feiere so mir man den Adeis, wo man andere mussten op Gemeng. Ich mein, hue dat joch gebühren gefeiert schon heier zumindest Ball missen Stroß sperren das Leiit nach der durchkommen. Wir werden effektiv den FC Minzbech gebührend eieren an das genau wie du siehst. Mir war schon lang drauf waren für ein paar Wochen an nicht so zuversichtlich mehr, dass ja tipptopp gegangen an noch ich meine von alle aus Felicitationen und Spieler, Trainer an die ganze Komitee auch vom FC Minzbech. Voilà, da kommen wir zum nächsten Punkt, der nächste Punkt vom Mot du jour. Da geht eine Modifikation punktuell von unserem PAG. Ich meine, als Gemengerot haben wir nach der März eine Arbeitssitzung hier am Saal und da haben wir ein Projekt vorgestellt an der Rue de Neuhäuschen. Da war es so, dass das Lasthaus längs an der Rue de Neuhäuschen, wenn er abfährt Richtung Neuhäuschen beim Bivio Rupp, da ist ein schöner alle Bauern auf. Den Stung zum Verkauf, da waren Promoteuren, die da interessiert waren, die hatten schon viel gesehen, alles wegzurappen und dann da Blick Appartementer zu bauen. Dort haben wir den Terrain gekauft, den hat ein flottes Projekt, ein flottes Konzept ausgeschafft und ein paar Terrain da rundherum gekauft, für Dolo etwas Flottes zu machen, dass das Gebäude erhalten bleibt. Und dann noch flotte Quartier entsteht. Für das aber umzusetzen, das Projekt, ich meine, wir hatten extra die Gemeinde zusammengerufen, weil das war relativ komplex ist. Da sind eine ganz grobe Änderungen, die zu machen sind, PAG, PHP Quartier existant, PHP Nouveau Quartier. Da sind noch nach verschiedenen Terrain mussten da noch getauscht gehen. Und den ersten Schritt für dieses Projekt umzusetzen, das wir mal haut, eine Aufänderung vom PAG. Ich gebe hier aber als Spezialisten Henning das Wort gehen, dass er uns kurz erklärt, was wir da wollen machen. Und dann gibt man den Dossier hier an die Prozedur gehen. Und dann kommen dann all die anderen Punkte los kommen die noch. Voller Henning, ich meine, ich gehe den auch mal nicht. Ja, schönen guten Abend. Wie schon an der Introduktion angemerkt, das ist ein bisschen ein kompliziertes Dossier. Mir schon probiert, das so abzubereden, dass ich das auch kann vollziehen kann. Wie gesagt, es geht heute nicht um die PAGs-Änderung, und nicht ob das Projekt über das Projekt aus. Das sieht aus, wenn ihn auf der Rue de Neuhäuschen raufführt, dann auf der linken Seite geht ein Straße ran, an der Herd, wo auch das Projekt von Eifelhaus in der 8 umgesetzt ging. Und du betrifft das den Bereich, den du gesagt hast. An ein bisschen mehr am Detail, das ist der aktuelle PAG, den ihr gesagt habt. Das heißt, du wo den Kulbado gesagt Maus, ja. Also hier fährt in die Straße an der Hart ran, du hast so bestehende PHP, das gesagt den Hai mit der Nummer. Und dann geht es um die Fläche, die Hai blau angezeichnet ist. Und heute geht es an der Prozedur um die PAG-Änderung. Mir dadurch, dass sich verschiedene Limiten ändern, müssen dann auch nach den bestehenden PHP-Quartier existant, das ist den Bereich High, mit angepasst gehen, dass die Limiten übernehmen passen. Und dann haben wir natürlich noch den PHP High in der 8, den auch en vigueur ist. An den muss dann auch noch angepasst gehen, für das das Projekt auch kohärent ist mit der PHG-Änderung, wo heute soll die Prozedur am Anfang gestartet gehen. Ich gesagt, das noch mal ein bisschen mehr konkret. Ich gesagt, dass den Änderungsbereich ein Teil von der Straße mit bezieht, und zwar die Seite, wo du schon Parking an Grenz hast. Dann ein Teil, wo der Moment noch neu gebaut ist, was auch als Nouveau Quartier, also wo eine PHP Nouveau Quartier muss abstellen, ausgewiesen ist. Und dann ein Teil, den, wie der Hai gesagt, der Moment PHP Quartier existant ist. In den Bereich geht es. So, und für das Projekt ein bisschen zu verstehen, fangen wir schon mal an mit einer Analyse, die ein Architektenbüro gemacht wird, was den auf Basis vom aktuellen PAG, so wie der PAG für eine Änderung als Kind realisieren. An der gesagt habe,
Lange der Rue Neiheißchen, gesagt mein Maus? Ja, hi. Du hast das nur den Standardregeln vom PHP Quartier existant, können du Residenzen abrichten. Da sind wir an enger Mix V Typ B, das heißt, du sind 3 Niveauen zulässig, mit enger Etage en Retrait, mit 10,50 Meter Kornichhecht und 13,50 Fetage. Das heißt, das sind schon relativ große Unitäten, die du möglich wären. Und dann haben wir den Bandebereich hier, wo PHP müsst abgestaltet gehen, an all Fällen. Und du hast den am Schema-Direkteur und mit den Koeffizienten vom PRG, wie aktuell ist, wären du 7 Unitäten möglich, die du könnt umsetzen. Von der Orientation haben wir auch ein Schema-Direkteur, also das heißt die Straße unter der Herd. Und am Schema-Direkteur war viel gesehen, da den du 2 Reihen bebauen könnt machen, die du ein bisschen den anderen PHP, den schon an der Vergangenheit umgesagt wird. Wie gesagt, das ist die Ausgangssituation, von der wir schwätzen. Und normalerweise erwarten ja, dass Leute diese Terrankafen immer wollen den Maximum bauen. Hier ist das ein bisschen anderer Fall. Und zwar hat den Eigentümer eine Analyse auch machen nur seine Vorstellungen, wie in sich, ob seinem Terrain, den Kaufwert, das gegen 4 Stellen umzusetzen. Und du gesagt ihnen, dass von dem bestehenden Haus, was schützenswert ist als Patrimoine, was zwar nicht am PRG, auf Basis von einer demologischen Reklamation von der List von Patrimoine geholgen ist, was aber von der Substanz und vom Wert wertvoll ist, das soll bestehen bleiben. Und auch die Scheier soll vom Prinzip bestehen bleiben. Und das gibt es an dem Projekt für Gestalt, da den Lange der Rue an der Herd eng Straße begleitend bebauen möchte, was den Kulba auch ein bisschen anhängt, dass du nicht so ein riesen Schneis dran hast. Und da den du an dem Bereich, was hei Nouveau Quartier ist, da den du 4 Reihenhäuser baut am Platz von den 7 Unitäten, die du ragin, so dass hei dann so ein bisschen eng Gardensituation mit Park entsteht. Und dann ist hei am ganz südlichen Bereich, du hast ihn auch proprietär von dem letzten Haus, du hast viel gesehen, dass du noch ein kleinen Carport Kind entstehen. Wie gesagt, heute geht es nicht darum, dass dir über das Projekt aufstimmt, mehr über die PRG-Änderung, die grundsätzlich so eng Projekt gegen zu lösen. Hier ist noch ein Kehr aus der Rue de Neiheißchen, was sie erklärt, für was das auch Sinn möchte. Das heißt, ob dem Projekt Hai wat möglich werden um PRG, hätt ihr wirklich Lange der Rue de Neiheißchen, Groß Black, die dann Lange der Straße sind. Vom Projekt, was auch gedurcht ist, als ich da Hai so eng Haftsituation gedurcht, wie das auf der anderen Seite auch unzutreffen ist. Und dann eng mannerhech Bebauung wie sonst zulässig wie mit 2 Niveauen plus Dach, die dann auch so eng Haftsituation von dieser Seite gegen schaffen, wo dann auch das bestehende Haus gegen erhalte bleiben mit Scheier, so da den du eng ganz andere Situation auch gegen schaffen, war doch vom urbanen Kontext sich positiv zu beurteilen wäre. Heuer denke ja, wenn ihn direkt aus der Rüde Neiheißchen du gegen drauf gucken, da das die Scheier von dem bestehenden Haus. Und dann gingen Hai 2 Residenzen entstehen, wie gesagt, mit 2 Steck plus Dach. Und dann und die 4 Reihenhäuser, und da das Hai, wann ihn an der Straße steht, also der Eck, Hai, also an der Rüde Neiheißchen, Hai als Straße an der Herd, wo ihn dann straßenbegleitend eng Bebauung hat, sodass du eng andere Situation entsteht. Und Hai ist aus der anderen Perspektive, da das Hai das Projekt 50 plus, was ja schon gebaut ist, und dann gesagt den Hai auch, dass mit dem neuen Projekt gegen die Straße ein bisschen mehr kadriert ging. Wie gesagt, das Projekt steht hier nicht zur Disposition, nehmen das vom Prinzip hier das gegen erlauben. So, hier haben wir mal die verschiedenen Zonen übernähe gelöscht. Das ist die Limitation von dem bestehenden PHP in der 8. Und dann haben wir den Bereich hier, wo der Amend am PHG als Zone Nouveau Quartier ist. Und hier ist das mal durchgestaltet mit dem PHP sowie in Telkel den Amend en vigueur ist. Dann hier
ist schon das Projekt drauf gelöscht, sodass wir hier eine Verschiebung haben. Das heißt, ein Teil geht von dem PHP Nouveau Quartier weggeholt und dann bei den Quartier existant. Und dann haben wir noch verschiedene Echangen, für das es auf den passt. Das gesagt aber um anderen Plan besser. Hier ist noch ein bisschen mehr am Detail den Plan, wie das Kind ausgesehen, mit den Residenzen, die die Straße begleitend sind, wo dann auch pur Parking für und Haus kommen, und dann die Reihenhäuser, die noch zusammen eng Abfahrt für an Garagen zu kommen, von den Residenzen, zusammen auch eng Gardebereich, und hier innen gesagt, ihr Carport von dem, was bei bestehend Haus kennt beigeschlagen gehen, und dann auch von dem anderen Opa sei bestehend Gartenhäuschen, was dann auch am PHP dann viel gesehen hast, dass das auch rechtlich zulassen ist. So, an der Logik ist das ein bisschen kompliziert. Und zwar ist einmal ein Flächenbilan, weil sich ja die Grenzen ein bisschen regeln. Und zwar haben wir den Amend, die Limite zwischen dem PHP Quartier existant, an der MixV, an dem PHP Nouveau Quartier, also hab ent, den Hai gesagt. Und dann hat den Streif Hai, den Deal aktuell vom PHP existant in der 8 ist. Und dann hat den zusätzlich auch noch verschiedene Parking, die vom Proprietär auch kauf gesehen. Und wenn in Elo den Deal Hai A1 und A2 aus dem bestehenden PHP quasi nutzt, für am neuen Projekt zu nutzen, für die Entreen bei den E-Familienhäusern und auch für bei den Residenzen halt in Ströpp, dann muss ich das natürlich ausgleichen, weil sonst ja den Rapport zwischen dem PHP und dem neuen Projekt gegen zu Lasten vom bestehenden PHP gehen. Und dafür als den Streif, was aus dem bestehenden PHP rausgeholt wird, den wird dann kompensiert durch ein Flash, und das ist halt die B3, an die C, weil die gehen dann bei den anderen PHP beigeschlagen, sodass den Rapport zwischen dem, was publik war, und das, was privat geht, also den A1 und den A2, die Flash halt den Strip geht nur privat, und dafür geht den Deal C an den B3, den Moment privat ist, den geht dann nur publik. Das heißt, du hast eng Ausgleich du. Und dadurch hat ihn dann am Anfang eng ausgeglichen Bilan. Und dann hast noch den Deal C plus den Parking Privé, und das sind die 4 Häuser, die 4 Parking Heido. Die gehen dann noch ausgeglichen mit der Flash B4, sodass auch den Rapport von der Größe vom PHP existant dann beibehalten wird. Wenn du noch Fragen sind, dann können wir gerne noch drüber schwätzen. Vom Prinzip ist das einfach mal eine Erklärung, für was den Exercice mit den unterschiedlichen Limiten nötig ist. Heike sei denn das noch ein bisschen mehr vereinfacht. Wir haben hier die aktuellen Flächen, und du gesagt den Hai, dass diesen Strip, ja, das ist hier den Streif, ja, den geht hier aus dem PHP in der 8 Süd, hier für den Projekt Enker am PHP Quartier existant, wo die 2 Residenzen sollen kommen, genutzt. An den anderen Teil von dem Strip hier, den soll für den neue PHP von den 4 Reihenhäusern genutzt werden. So, und dann hat den noch den Ausgleich zwischen den Parking, die privat waren, mit dem Deal hier an, sodass es nur ob 0 soll abgehen. So, dann sagt die, dass wenn die Delimitation von dem PHP Nouveau Quartier ändert, und auch die Art und Weise von der Bebauung ändert. Du waren ja 4 drun 2 Reihen, die du an den Terrain ragin 4 gesehen. Alle lo hast ja nimmen 4 gesehen, ob dem Terrain do 4 Reihenhäuser zu bauen, sodass sich der Schemadirektor dementsprechend auch ändert,
dass nimmen halt den Fichtendeal bebaubar ist, an den Rest soll frei bleiben. Mir sieht den Schemadirektor an dem Sinn auch nicht aus. Und dann haben wir die Änderung konkret PRG, dass die Datei ist den bestehende PRG, wo halt für den Couloir von dem bestehenden PHP in der 8 geholgert. Und halt ist das nur der Änderung, sodass den Streif halt auch wo der Couloir war, den wird dann teilweise an den Bereich Mix Villageois gesagt, wo dann auch den PHP Quartier Existant gilt. Den Strip High geht von Nouveau Quartier, von dem PHP Hub End, geht dann Mix Villageois. An High Önnen geht ein Deal, den ja als Ausgleich für die Flash Do bei den PHP, also bei der bestehenden PHP gesagt wird, den geht dann Hub 2 gemacht, sodass du auch Flash ausgeglichen hast. An der Zone, wo den Nouveau Quartier gemacht wird, also an der Hub 1, du sei den, die Flash geht von 0,28 Hektar auf 0,23 Hektar verkleinert. Koeffizienten bleiben aber gleich. So da den Hai nach ein Kermol die schlussendlich die Situation hat, wo dann die PHP Nouveau Quartier Zone für die Hub 1 mehr klein ist, die Flash do was Quartier existant als Mix Villageois geht mehr groß und am PHP, am bestehenden PHP geht am Anfang den Strip Hai, den Wäsch geholgert, Hai beigesät, so dass es ausgeglichen ist. Von der Prozedur hier, also lo keine Aufstimmung nötig, ob das Projekt gut ist oder nicht gut ist, mir einfach da das Projekt mal so wie du gestaltest, den für wer du viel geht, dann hast ja an der Prozedur auch, also die weiteren Schritte sind, dass es publiziert wird, dass es auch auf das Ministerium geschickt wird, das heißt, du könntest ein Avis auch von der Planungskommission, was den Umweltministerium belangt, als für drunter auch schon geguckt gehen, ob du eine strategische Umweltprüfung muss gemacht werden. Du kriegst mir aber auch bestätigt, dass du keine SUP musst, also keine strategische Umweltprüfung muss gemacht werden, sodass von der Seite auch nichts zu erwarten ist. Das heißt, war den Lo, wann soll das auch gestimmt gehen, dass Planungskommission hier ein Avis dazu aufgeht, dann kann natürlich auch Bürger reklamieren, die müssen dann auch nur gelauscht gehen an, es geht auch noch ein Kehrmol der Publik viergestalt, wann dann Avis rumkommen und auch Reklamationen rankommen oder nicht, dann also Gemengerot, und das wird wahrscheinlich dann aber der nächste Gemengerot sein, für definitiv über das Projekt zu stimmen. Und da das nämlich auch das, wenn sich die Prozedur anguckt, das hat am Anfang gesagt, es muss ja noch der bestehende PHP in der 8 Süd, in der 8 geändert gehen, und auch der bestehenden PHP Quartier Existant, wo die 2 Residenzen sollen kommen. Das sind Sachen, die laufen parallel, aber auch da wird der Wut, wo darüber aufgestimmt wird, was da wirklich wie geändert wird, als eine Sache, wo die als Gemengerot, beziehungsweise die Leute, die dann an 3 Minuten oder 4 Minuten sitzen, hier Pouvoir haben, für das zu stimmen, auf Basis auch von den Reklamationen. So. Das heißt, das Haut, es nicht mehr darum geht, für das Projekt von der PRGs-Änderung, wo wir die Limiten regeln, wo auch keine weiteren Details ja dranstehen, für das, ob die Instanzen wie zu bringen, und alles Weitere könnt dann an einer separater Phase. So, und dann hoffen wir schon mal, dass es ein bisschen verständlich war, sonst stehe ich aber auch für Frauen zur Verfügung. Voilà, merci Henning. Ich meine, das genau wie du siehst, das ist ein allererster Punkt von einem Projekt. Ich meine, du hast gesehen, wir wollen da eine mehr Qualität Urbanistik nennen, das immer Ministerium Land garantieren. An dem Akto wird natürlich aufwendig ist, wird du gesagt, wie schwerfällig auch heute als ganz Dispositive sind, die meist Login haben. Ich meine, viele Gemengen, wir sind nicht die Einzigen am Kader von der Region Zentrum, da diskutieren wir immer über die Problematik am Quartier existant, verschiedene gute Projekte hinzukriegen. Hier als Beispiel, wie gesagt, wie kompliziert das ist. Das ist so, ich meine, wenn wir heute die PAG ändern, da man da geschieht überhaupt nichts.
da soll net, dass der Promoteur oder der Proprietär irgendetwas kann machen. Ich meine, Gemeinde hat immer noch voll Hand drauf für den Terrain, die Straße, die sie brauchen, gehört der Gemeinde. Das heißt, das alles, du kannst auch gar nicht geschehen. Ich meine, kann ich auch sagen, dann, wenn fertig ist, dann da alles Kinder, habt ihr ein Haus auf? Nee, schon zu ihm gesagt, du musst dich an einer späteren Phase engagieren, da muss man das Haus juristisch schützen. Der Gemeinderat, natürlich möchte ihn das lohnt, die geht lohnt sein Haus schützen, so mir tipptopp, Mission accomplie, machen wir da gut nicht. Ich meine, das ist ganz klar, das ist ein allererster Schritt an die Gemeinde hat den Daumen drauf, was da geschieht, weil wir ohne einen Terrain geht, nicht der nächste Gemeinderat muss da nach verschiedenen Transaktionen dann auch manchmal mit dem Proprietär machen, Echangen und so. Aber hier geht es hauptsächlich darum, für durch die erste Änderung vom PAG mal die Sache auf die Schiene zu bringen, so mal da plötzlich. Voilà. Ich meine, wenn wir froh sind, also Nico, ja. Ja, mir begrüßen für dich, dass wir an einer Arbeitssitzung noch für eine gewisse Zeit konnten sachlich über den komplexen Dossier diskutieren. Ich soll noch mehr Niebuch, merci, dass man uns nach ein Jahr all die Details vorgestellt hat. Zwar resümiert, weil kann ja nicht so viel an Details gehen. Und mir begrüßen noch, dass es nach Leid gehen, die Proprietär, den sich mehr sorgen möchte, für eben den Bauernhaft an der Straße zu konservieren. Da tun wir leider nicht auf alle Plätzen an der Gemeinde oder an der Gemeinde oder am Land. Und gesagt ja auch, von der Proprietär etwas will machen, nicht natürlich auch gerne eine Kompensation, das versteht ihr noch, wie kompliziert das ist. Den also in langer Zeit am Gangen, und die musst du viel Geduld tun, und das kannst du auch so für die ganze Zeit zu lancieren. Wir begrüßen nicht, dass es nach so leid geht, für das zu machen. Und wie der Bürgermeister gerade gesagt hat, wir verstehen noch, dass die Operation für die Bauernhaft zu schützen, dass das nicht mehr kann, gebe ich so, parallel laufen mit all den Autorisationen, die Gemeinde gibt, weil der Proprietär den muss ja auch sicherstellen, dass der dort den Werten proposiert, denke kann realisiert gehen, ihren seine Autorisation geht oder mit auf den Weg geht, für das zu schützen. Wir fanden, dass den Dossier gut präpariert ist, und ich bin auch optimistisch, dass den Dossier kann auch sogar am nächsten Gemeinderat finalisiert gehen. Merci vielmals. Merci Nico. Voilà, von sonst du keine frohen wie sind. Und noch so sind ein froh, ne, das ich meine, wir haben lange Brett drüber geschwärzt an der Arbeitssitzung, ich meine, entscheiden durch müssen das sie weit kennen, dann gibt man dann décidéieren dann ein avis favorable zu geben, dann die Modifikation an Prozedur zu gehen und dann auch Decisionen holen, dann auf Basis vom Avis von der Umweltminister, dass da keine Evaluation über die Inzidenz gemacht wird. Keine SOP muss gemacht. Gut, mal d'accord sind, Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Vic Back. Ja. Voilà, merci auch Henning für das ganze Entwurren. Gut, da kommt der nächste Punkt. Du geht das, du hast gesehen, am Morgen du haben wir die Approbation von einem Accord de Principe am Kader von einem Remembrement am Bremen. Ich meine, am 3. November haben wir am Gemeinderat den PAP beim Bremen genehmigt. Du hast die Gemeinde auch mal dran. Erstens ist es so, dass die Gemeinde da einen kleinen Terrain auch dran hat durch ein Syndikat also den Bauerreich da damals freiwillig aufgetreten hat. Und dann ist es so, dass man durch den Pakt Logement 2.0 da auch 10% von der SCB als Logement mussten als Logement subventioniert realisiert gehen, sodass die Gemeinde auch SCDB zu gut hört. Und wir wollten als Gemeinde am Kader vom PAP gesagt, dass wir dann gerne die Terrain hätten und dass wir dann da Projekt realisieren, sie wird mit einem öffentlichen Promoteur oder mit einem Privatpromoteur, jedenfalls als die das Gemeinde Herr Proprietär vom Terrain ist, und entweder die Gebäude baut, auf verlohnt oder über den Weg von einem Bauamphitheotik verkauft. Ich meine, das ist dem nächsten Gemeinderat seine Sache. Für was kommen wir heute mit einem Accord de Principe? Wir wollten einfach als Chefrat festhalten, und auch, ich meine, die war dabei, wie der PAP genehmigt, dass wir einfach wollten, mal auf Basis von den Verhandlungen, die wir mit den Proprietären von den Terrain ausgeschafft haben,
wollte man wirklich ein Akkord machen. Das gibt gesagt, was war ausgemacht zwischen den Parteien. Ich meine, wir sind halt ganz genau auf derselben Schiene, wie wir für Parlament stimmig genehmigt haben, was der Schönberg, der PHP am Schönberg geht. Und ich meine, wir wollten dafür festhalten. Und dann ist das auch für den nächsten Gemeinderat klar, und da weiß auch jeder, was aufgemacht war. Voilà, dafür wollten wir proposieren, dann haut den Akkordprinzip mal aufzusehen. Ich gebe vom Frank Feider vom Büro Best fortgehen, für ein bisschen zu erklären, wie wir auf den Akkord kommen sind, weil das ist so, ich meine, ihr wisst, dass am Kader vom PHP als gesagt gehen, die ganze Zone an einem Nouveau Quartier, und die Nummer gesagt, du musst aber die ganze Zone aufgedeckt. Es sind aber noch Terren, die gehören Privatleute, das sind denen ihr geht, die im Moment noch nicht unbedingt interessiert sind, etwas zu machen, die vielleicht auch die nächsten 30, 40 Jahre nicht machen. Wir haben einfach gesagt, da muss man verplanken, weil nicht, dass die ja nur blockiert sind. An der Vergangenheit hat man nicht Promoteur Meter gehalten, und dann sind die Leute ja nur blockiert. Wir haben ein propres Projekt hier. Die Terren werden ein Schluss gehen, können ein Schluss gehen. Das ist sowieso, dass auch nach die PHP will umsetzen, dass die müssen das ganz am Moment finanzieren. Und dann ja nur, wenn der dann ein gemerkt wird, wo KW ist wie nie, dann müssen die Leute natürlich in den Infrastrukturen beteiligen, die müssen sich auch in den öffentlichen Flächen und alles aufgetreten gehen als beteiligen. Das ist dann ein bisschen mehr kompliziert. Wie gesagt, ich gehe mehr weiter dass hier einmal am Detail erklärt, wie wir da vorgegangen sind und wo wir da rauskommen. Einen schönen guten Abend alle Guten. Wie gesagt, geht heute darum, für den Akkordprinzip für ein Membrement urbain vorzustellen, die man dann mit den Parteien, also die verschiedenen Firmen von R&D Fischprozent, Terra, CRL, FIA, Fiseco, paar kleine Bürger und noch die Familie Hoffmann, die dann den PHP do Materialien fand und natürlich auch Gemeng. Hier ist ein sich der PHP kurz präsentiert. Ich meine, den habe ich für kurzem gestimmt, die kennen da alle gut. Wie man schon gesagt und Urwen Roadlo, das ist die Phase 2, das sind die Terrain, die momentan noch nicht sollen nach Schluss gehen, weil du bei Privatgärtnerlein, du hast einen Kreisstraat, eine Jardinagefirma, die du hier Atelier hört, die sind momentan nicht interessiert, du mitzumachen. Ich habe mir die am Anfang aus dem PHP, also am Remember am Anfang noch probiert, mal rauszurechnen. Da gesagt, ich denke, da Poren, da fugi da Ränge, da sind natürlich auch die Firmen, dann Luxchante, dann Edo Jardinage mit dran. Dann haben wir die Einzelfirmen von R&D Fischprozent, Terra, Fiseco, paar kleine Bürger, Hoffmann, Familie Hoffmann. Und Gemeinde Schütter hat einen ganz kleinen Teil daran leihen, das ist sich den Teil vom Chemin Bremen, das ist nicht viel, das sind 3,66, das ist 0,83%, die Gemeinde als Porto mit dran geht. Das ist am Anfang ein Teil vom Chemin Bremen. In der ganz Loenke abteilt, dann haben wir an der ersten Phase am Anfang die Terrain-Line, das sind 417 Cent, also an die Dodra-Line, an die 25 die nach sich an der Phase 2-Line, die momentan dann, wie gesagt, nicht an Schluss gehen. Wie an dem anderen Remember haben wir auch immer dann gesagt, also für die Evaluation vom Punktwert, 1 Meter Carré STB von einer Residenz an der Wand libre als E-Punkt. Dann E-Punkt aktuell, ich komme nur auf Europa zurück, wie die berechnet wird, das momentan 1353,89 € wert. Weil er vom Terrain per eine Maison unifamiliale, das 76,95 Punkten. Da kommt schon ein zurück, wie man das berechnet tun. Und dann haben wir noch einen Bondwert, also kleine Los, den Urweleit in Gemenge soll zugeschlagen kriegen, den hat 1,85 Punkten als Falle. Und dafür der Q-Modéré, also noch 10% Q-Modéré, weil entspricht 2433,97 Meter Carré SCB. Da haben wir ponderiert mit 40%, das heißt 1 Meter Carré SCB an einer Residenz 0,6 Punkten. An die Terrain, wo kann eine Maison unifamilial drauf gebaut gehen, sie 46,17 Punkten den R-Wert. Hier ist eigentlich so, wie man den Punktwert berechnen. Das heißt, für den an die Freien, die hier rot sind, das sind noch momentan Estimationen. Muss ich wissen, der Plan d'Exekution ist noch nicht fest. Das heißt, wir haben eine Estimation gemacht, was gut Infrastrukturen sind mit den Donnerien, die wir haben. Und auch die Estimationen von den Etüden, da können ja noch 5,7 Millionen. Mit das nach einer Walle, die muss eben durch den Exekutionsplan definitiv geht den ein bisschen wahrscheinlich angepasst. Nämlich als wir dann den Value Brut von einem SCB an einer Residenz zu rechnen,
Der ist den aktuellste Wert aus dem Tableau Lisa, wer heute Meter Carré nicht an der Gemeinde sich momentan kascht. Das heißt, dem Moment muss ich da gucken, wer den Tableau dann aussieht, da kann der Wert auch noch angepasst gehen. Da gehen da verschiedene Reduktionen abgerutscht, wie dann auf ein Valeur Brut von einem Terrain zu kommen, was dann als ein aktueller Punkt wäre das, mit dem wir da die Valeur von Terrain aktueller noch zulten, wie sie momentan wäre berechnet tun. Wie gesagt, die können auch noch angepasst gehen durch die Werte, wenn man da mehr konkret dann ja wirklich schon. Teils am Anfang das Prinzip, wie jetzt soll er noch berechnet gehen. Das nämlich für die Valeur nicht von einem A-Terra, da sind wir mit der nämlichen Basis ausgegangen, wie hier am PHP Schaden wir mit 150.000 €. Auch für die Streife, die Urven, die Grünstreife, die Gemeinde soll kriegen 2.500 €. Da können wir eben auf die Punktwerte, damit wir für die gesagt tun, ein SCB an der Residenz von lieber als E-Punkt, ein Terra sie 76,95, ein Terra von dem Verbandwert als 1,85 an Ponderation für die Kuh moderiert mit 0, also mit 40% reduziert. Da kommen wir am Anfang auf die High-Valöre von den neuen Losen, das heißt, man insgesamt 67 Lose für zu bauen, an E-Los wird dann sich die Bondwert ist. Da gesagt in Haus ist Valeuren, das sind am Anfang die Valeuren, die Bauplätze da jeweils wert tun, die agil, das sind am Anfang die für die Kuh moderiert 4 gesehen sind. Da gesagt den auch, dass Los, der Los 4 mit 209,40 Meter Carré SCB an der Phase 2 leitet, die kann Gemeinde momentan, dass sie sich auch die Idee, dass Gemeinde sich den SCB soll dann für Kuh moderiert soll aufkaufen. An die 209,40 müssen an einer zweiten Phase dann von der Gemeinde attribuiert gehen oder eben in dem Moment kann noch ein Privatpromoteur den Kuh-Moderier bauen. Aber die Idee ist, dass die Gemeinde das soll schon irgendwann überholen und dann und von die Logement NSHPM oder so Fero für dann eine Promotion drauf zu machen. Ja, an dem Tableau gesagt, dann nur sich wird jeder als Attribution gibt Theorie kein kriegen, das heißt, dass man den Prozentsatz, die sie rangehen, kriegen sie dann von ihnen 24.477 Punkte, kriegt er jeder prozentual gesehen so viele Punkte attribuiert. Theoretisch. Mal wenn zwei Phasen sehen, haben wir eine kleine Differenz, die dem noch präfinanziert gehen. Also theoretisch muss man der Phase 23.044 Punkte attribuieren, an der Phase 2 1433. Das ist aber so, dass an der Phase 1 451 Punkte momentan zu Mann leihen und an der Phase 2 451 Punkte zu viel leihen. Das könnte hauptsächlich dadurch, dass an der Phase 2 am Anfang die Terra an die Ragin zu 100% an nur sicher als Bauplatz sagt, wie die Weltstraße komplett an der Phase 1 dran leider noch mis komplett matt gebaut gehen. Das heißt, du sagst, die Schuld da, die muss irgendwie matt, oder die Leute holen die Schuld matt nur 400 Phase 2 ran, die an der Phase 1 du sich matt dran sind. Hier ist Propos, wie Silo ausgehandelt, wird jeder soll kriegen, die Terrain an hellgel, hier innen der Los Feuer, die Doten 3, an die Doten 3, das sind nur die Terrain, die Gemeinde soll dann zugeschlagen für die Kur Logement modéré, an der dann der Datei, die mir dunkel gilt, also sich Familie Hoffmann, an der Blut, das sind nur die Firmen von R&D Fischbach, wie die sich wollen abteilen. Aber wie gesagt, an der Phase 2 haben wir momentan keine Attribution, weil du wahrscheinlich auch irgendwann eine Modifikation punktuell vom könnt. Hier gesagt, dann ist die Attribution Theorie und die Attribution reell, dass du Differenzen sind, dass die teuerste wird Centera misskriegen, dass du wird dann attribuiert kriegen, das nämlich für Physiko, für Park Leinenburg, für die Familie Hoffmann. Und die Gemeinde, die kriegt eben, die kämpft eben praktisch rund 1000 Punkte an für die Kuh modéré, aber zu einem favorablen Preis. Ja, ich denke, das ganz verdient. Du gesagt hast, dass die 451 Punkte momentan, die an der Phase 1 par rapport zur Phase 2 fehlen, weil man nicht genug Punkte können attribuieren zwischen der Theorie und der Praxis, weil die eben nicht da sind. Und da kommen wir schon praktisch zum. Du warst nicht Paul, und du warst nicht Schuld, dann werde ich nicht zurück. Das wird nicht einmal die Mensch. Du gesagt den auch noch ein Schuld, und sich an dem orangen Tableau.
oh. Nee. So, dem orangen Tableau noch zulten, also Gemeng mis momentan für hier 1000 Punkten diese kaufen 1.400.000 € mat dem Punkt werd die mal hun op dem Dëchlee fir sech können die Losen do praktisch aufkaufen. Der Techte kreen hier 200 Punkte in diese Ragin, die de schon mal Bremen sie gut geschrieben an der Recht mis Gemeng daneben op dem Dëchlee gesud mat der Ponderation vu 40%. Wir können die Losen dann ze kaufen an die anderen, die kreen die dann sech gut geschrieben. Wie gesagt, fehlen an dem Ganzen 600.000 €. Das sind die 450 Punkte, die momentan da nicht zur Verfügung stehen. Heuer sind ich, wenn ich das Ganze finanzieren, da gibt es den heutigen Tableau rauskommen, dann wieder jemand dem, wer den Hallo attribuiert kriegt, hier sind Schulden, dann prozentuell Partizipation und die Freien, wie man sie momentan haben, wie gesagt, mit 5,7 Millionen. Die sind auch die wie estimativ, das kann natürlich noch ein bisschen variieren. Aber was die Phase 2 betrifft, die müssen sich von denen aus der Phase 1 präfinanziert gehen. Da tun wir so verteilt, dass prozentuell zu dem, was jeder an der Phase 1 leihen hat, sich und denen muss partizipieren. Natürlich Gemeinden müssen Lohn auf 5,5% abkommen. Die der Jüderin am Fong sech gut geschrieben gëtt, van Phase 2 dann lotiséiert gëtt, an dat die Suen dann sech gut geschrieben kreen, entweder Punkten oder Suen Zreckkrieg von den anderen Lotiseuren, wann die net mat machen, dann och mat rakommen an hier Sulte muss bezuelen. Du der Teuer am Fong dann en Tableau werd Lot Gemeng mis aktuell op dem Dëch lee fir dann die Losen, die sie momentan an der Versehen können kriegen. Das ist 1,4.020.000 wie aus Sulten an 313.000 oder 314.000 € in der Partizipation und der Infrastruktur und der Freie für die Tüten, also für. Voilà, das wäre am Anfang gewirrscht. Von der Frohe sehen, da können da jetzt gerne mal. Also, ja. Voilà, das hast du schon gesagt, das wäre schon gewirrscht. Das klingt, wie wenn nicht alles ganz einfach wäre. Nee, ich schwingen die gesehen mir hunde du sech war praktisch gemerkt, wie mir da doch am Schönbierch gemerkt hun da so die zweet Vers wir mussten präfinanzieren so oder so hat die PHP an den am Umfang falsch Nummer 4 gesehen, wann die Terra nicht mal dran kachte, wenn die selbisch gewirrscht wird die Infrastruktur, dann hat den vielleicht ein bisschen mehr Bau, die ich an die Menge gehabt, also mehr SCB. Ich meine, heuer sind eine propre W, muss ich neuerlich so, die zweite Phase, wie es geht, wie ich das könnt, auch noch bedenken können. Mir das auf jeden Fall so, dass die Gemeinde auch mal dran ist, dass nicht da lokal gebaut wird, ohne dass der Toten alles reguliert wird, vis-à-vis von uns. Wir haben auch, wie gesagt, SCB zu gut, wie du just gesagt hast, die man in dem Moment dann noch muss kaufen. Ich meine, wir hatten ja keine Illusion, dass das viel Geld, was die Gemeinde muss bezahlen. Wir waren einfach am Anfang als Juens, dass wir die PHP in eine Prozedur gehen unter dem alten Regime. Neuerdings ist es so, dass die Promoteure müssen Terrain gratis cedieren, sie können 15% mehr bauen. Und ich meine, wir hatten schon relativ viel, war nicht relativ viel, es war ein bisschen, das leider ist gesagt, wir bauen nicht so dicht und wir waren erst da sondern wir wollten das Demos nicht machen. Wenn ihr Haut guckt, auch, da mussten da bezahlen. Ich meine, da kriegen wir auch Subventionen vom Staat, die zwischen 50 auf 75% liegen. Das kann in Haut nicht mehr einfach so wie früher, sie 75%, weil der Staat hat ein Cahier des Charges, was das Logement subventionné angeht. Und da muss ich schon ein konkretes Projekt haben, für dann genau können auszurechnen, was die für Subventionen kriegt. Wie gesagt, Gemeinde kriegt da Terrain, wo man flott Logemente, alle möglichen Wohnformen können machen. Dat da Meinung nur eng gut Sache. Da soll net, dass mir dat Dollar direkt muss durchlehen. Ich meine, wir bezahlen dat, wann die Infrastruktur gehen nur für ja Mesure bezahlt. Dat können alles, könnt schon eine Konvention d'Exekution, dat dat dauert nach alles, bis dat fertig ist. Ich meine, Promoteur da mal ein Gewissheit, dass wir als Gemeinde dann Martinen auf den dote Weg gehen, und dann werden sie dann noch die ganzen Planungen alles angegriffen. Voilà, wenn du noch froh sehen, dann Nico. Ja, ich so mir weiter Merci für die Präsentation, das ist ganz seriös Dossier, die hat ganz genau gerechnet, so gut wie kann, wie das frei von der Realisation immer nicht mehr estimiert gehen. Aber wenn ihr guckt, wird Gemeinde bezahlt, da sind wir bei rund 1,7 Millionen für 24 Jahre plus nach das Geringstück. Ich
meine, das ist der Preis pro Jahr, wenn fertig ist, dass sie fertig Jahren, den okay ist. Aber man dann noch vom Staat so viel Subside kriegen, am Englisch, da kann Herrno den abordablen Wohnraum anständig zur Verfügung stellen. Ich habe noch notiert, dass an der zweiten Phase dann andere Leute, die noch kein Akkord gehen haben, konzerniert sind durch die PHP. Ich gehe davon aus, dass man den Leuten geschwärzt gehen ist. Da engagiert Gemeinde sich eine Autorisation gibt für bei der zweiten Phase, die engagiert sich, dass dann die Leute den Teil, den sie müssten bezahlen, noch bezahlen. Und da ist ein Satz, den relativ restriktiv ist, da steht nämlich hier an dem Dokument, was wir für uns leihen, aucune autorisation ne sera accordée aux lotisseurs de la phase 2 si les conditions de paiement de leur soult et la participation aux frais ne soient réalisées au préalable. Aucune autorisation, das heißt, von lo ein auf dem Terrain, du willst Gartenhäuser bauen, dann musst du eine Autorisation fragen. Das tun das vielleicht ein bisschen restriktiv, oder wie sieht das von so Ufro kommen, wie das da geht? Ich bin mir gesehen als Baugenehmigung für ein Haus, mir gesehen nicht, wann ich einen Schapto abreden will, das ist richtig. Also ich meine alles, was nicht ob den neuen Terrain genehmigt, das ist ob den Terrain, wie es los sind, geht alles genehmigt. Von Terrain neu angedeelt, ich meine, es schon auch immer den Proprietätsverhältnisse sie oder nicht, wie sie da hier gesehen, sie oder noch kein Terrain. Ich meine, es geht darum, dass von den Terrain angedeelt sind, dass mir da keine Genehmigung gibt. Im Moment, ich meine, wie es gesagt, mit Proprietären geschwärzt gehen, dass mir ein proprietärer Geruf, ich meine, den Frank hat nicht gesagt, den Edo Jardin, die haben einen Betrieb, die so ohne aus dem Terrain können wir abpacken, dann muss der Betrieb abpacken, und Madame Lux, die hat die Crèche und die hat die ganzen Dinge in Hand drin, und die also im Moment auch nicht interessiert. Und ich meine, dass auch gesagt gehen, muss vielleicht auch noch eine Modifikation gemacht gehen, vielleicht eine Modifikation punktuell mit dem Terrain angedeelt, dass das ein bisschen abgegangen ist, wenn zum Beispiel sie zwei gingen so, ich will an einer Menge im Haus Terrain mit denen sagen, stopp. Ich meine, du musst in dem Moment gucken, wie in ein Kind geht. Mir im Prinzip ist es so, dass keine Baugenehmigung auf den Terrain, wie sie da am PHP angedeelt sind, da gibt es keine Genehmigung drauf. Wie von Terrain, solange die nicht so angedeelt sind, können sie da ihr Schäppchen abreden, was noch völlig nicht dabei ist. Gut, von sonst kein froh, wenn Sie, da gibt man das auch hier aufsehen, Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Vic Back. Ja. Voilà, merci auch für die präzise Präsentation. Ich meine, das war ganz klar erklärt. Das ist nicht einfach, wir haben noch ein bisschen geschwitzt, bis wir drauf waren, aber ich meine, Ende gut, alles gut. Okay, dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um ein Kompromiss de Wand für ein Terrain Neuhausen, Erlenberg, und da gebe ich ihm noch ein. Ja, an diesem Punkt geht um Kompromiss de Wand. Hier verkaufen Brüder Nico und Carlo Hoffmann der Gemeinde eine Parzelle Neuhausen, Kadasternummer aus der 1469 über 1812, Sektion B von Minzbusch, mit einer Fläche von 9,88. Es handelt sich um die Streife Wies, den direkt neben der Rue de Senningen, wo die so ganz eng Richtung Busch bei der Cargo Center geht. Laut PAG, also den Zone rural, also sie leidet am POS-Flughafen. Seit Januar 2021 hat die Gemeinde die Parzelle auch schon gelohnt. Den Terrain geht für 49.000 Euro verkauft und die Gemeinde gedenkt, einen Fußgänger wie mit einer Pizyklable drauf zu bauen. Voilà. Wenn du noch froh sind, da ging ich später zustimmen. ja, ich wollte da so der los die Projekt, den demals schon ugelaufen was, wie man den Trüde Sendungen wollte machen, und warum eine Idee, dass so ein Engpass, dann, wenn dann die Autos in der Weg sind, da kann kein zu Fuß darüber gehen oder man will, kann keinen abfahren. Und wir hatten schon damals Kontakt mit den Gebrüder Hoffmann abgehalten. Und ich bin noch froh, dass das dann zum Abschluss kommt. Dadurch behalten wir einen kleinen Engpass für das Auto und da geht doch mehr Gefahr. Und Fußgänger und Velozyklisten sind an aller Sicherheit auf dem Weg. Und ich bin noch froh darüber, dass die Gemeinde den ganzen Terrain gekauft hat, weil der kleine Teil wäre problematisch gewesen, wie hat der Auto erhalten. Und so was der ganzen am Besitz von der Gemeinde hält die W3 und noch der Rest von der Wies. Ja, merci, Jem. Ich meine, das genau, wie du siehst, wir haben noch gesagt, Proprietären zu ihnen gesagt haben, wir kaufen doch an.
Ich meine, wie man preisweise auch mehr wie zufrieden an so ist das aufgetreten. Das ist auch so, mir hat ja auch viel gesehen, dass wir dann mit dem Weg weiterfahren Rand vom Busch, dass wir hannen an dem Zickzackweg rauskommen. Da hat man mit den Proprietären Hand drin, hat man Gespräche, die sind im Moment noch nicht bereit, ob es zu mehr, aber wir sind einfach zuversichtlich, dass ich nicht denke, kann weiterfahren bis hannen an quert und dann wird die ganze gefährliche Nekto umgangen. Es war auch so, dass man ugefrot hat, für eine Velospiste zu machen, mit Looten, mit Belichtung. Wir vom Environnement die Autorisation kriegt für die Velospiste, aber für die Belichtung haben wir noch keine Autorisation kriegt. Ich meine, das ist auch noch nicht der dringendste, die Belichtung, aber wir werden Martine muss man da zusammensetzen, für dann eine Belichtung dahin zu machen, die erstens mal insektenfreundlich ist, alles, an die da vielleicht auch mit, das von den Novus könnten mit Bewegungsmelder geht. Ich meine, du guck mal, für dann du rebst von mir, ein echter Fest gibt da nicht belichtet, die mich meine, so nicht belichtet, und das klappt auch. Voilà, dann gibt man auch darüber aufstimmen, Nora Fagiarini. Ja. Georges Kaufmann. Ja. Marson Claude. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Und de Wickback. Ja. Merci. Voilà, wie wir dann schon da am Gang waren mit den Proprietären, da am Neuhäuschen, dann haben wir Martine nach geschwärzt, für da auch eine Servitude zu kreieren. Ich meine, alle hast das Bild, nicht, ich meine, nee, das im Kommen. Voilà. Die sieht da, als Leidekanal, den geht aus der Rue de Senningen, so am Anfang zwischen Häuser durch, an den schütt dann innen an Tabstroh auf. Weil mit dem Gefäll konnte ich nicht durch die Rue de Senningen auf Kreuzung an den River, von der findet durchgehen, dafür lief der Kanal durch Hanne Quisch. Und wir haben also Wasserbassin, die sieht auch auf dem, sieht auch die Leute oben, am Eck, wo der Kunde gemalt ist. Und da sieht auch die blauen Leitungen, die da runtergehen, die gehen da quer durch den Terrain, da läuft das Haus, durch den Mann sein Gott und dann oben an den Bassin. Und wir haben auch oben, der Bassin ist auch an einem schlechten Zustand, die muss man unbedingt frisch machen, das steht auch im Programm. Und wir haben profitiert, dass wir mit der Familie Hoffmann geschwärzt haben, ob sie es nicht wollten, in eine Servitude gehen. Wir wollen nicht durch hier Stecker rennen, aber das heißt, es gibt eine Servitude gehen, ob dem Trasse, da wo der Kanal leitet. Dass man da könnten, ob den Trasse, also direkt neben dem Kanal, dann noch könnten eine Wasserleitung in Zukunft legen. Das heißt, die Wasserleitung gibt da durch und Hoffmann aus den nächsten Terrain. Und dann haben wir drüben, das die Familie Fischer, mit denen muss man noch schwätzen. Da könnten die kleinen Spitze oder das auch nach Hoffmann. Und da können auf der Grenze, von der ganz Grenze von dem Terrain, wo da die Shop durchstehen und die Garage, das gehört auch noch zu dem Haus, was früher Welt da war, da gehen wir da rumfahren und dann wollten wir oben proposieren, dann da einen Tosch mit dem zu einem neuen Wasserbassin abzurichten, den allen wegzurappen. Wie gesagt, wir haben ein Rendezvous mit dem neuen Proprietär auf der Platz an den nächsten Tag. Wir haben mit der Familie Hoffmann da die Servitude ausgeschafft, dass wir da können die Alimentation auch nachmachen aus der Rue de Senningen, an der Rue de Senningen die Leitungen noch, das alles matt gelöst gehen. Das heißt, können wir von dort den Bassin alimentieren und auch von dort an die Rue de Senningen her noch gehen. Die anderen Leitungen kann ich bestehen lassen, aber wenn das irgendeine Futti ging fahren, dann können die dann ein blank legen und dann hat ihn aber die anderen Leitungen schon leihen. Wie gesagt, wir haben mal von ihnen die Servitude kriegt, auch da ein ganz großes Merci an Sie. Ich meine, du verstehst du mich für Reis an. Dass man dann da ist der nächste Schritt, so Müller an den nächsten Tag nach einer Reunion mit dem neuen Proprietär für Timon zu schwätzen und dann guckt man, dass man die Projekt orientiert gelegt wird. Das ist wirklich wichtig. Ich leite die Bassin schlecht wenn wir hatten das Servituden, ja nur sind die Terrain verkauft, die Gemeinde ist nicht gefroht, gehen das an der Zeit nicht ganz glücklich gelaufen. Und dann hat dann auch mal Probleme, wenn wir abgefahren sind, indem wenn etwas schwer ist, muss abfahren, das Bulli dann für den Leute durch die Wurst, das sind alle Sonnensdiskussionen und dann kriegen wir da eine proper Situation. Voilà, sind da Remarken, Claude? Ich wollte just rund gesagt, ich habe Trasse vom Kanal ein Gebäulich geht, oder war das da drauf Ja, stehen? das ist Schab, das ist eine Schab, da kommen wir da leicht, das geht. Deshalb hier, das haben hier Schab, da kommen wir da durch, das geht. Okay. Das war eigentlich Dinge mir noch gesagt, dass das ist ein Holzschab, das ist nicht eine riesige Konstruktion. Gut, das ist keine Remarque gesehen, gibt man da noch aufstimmen, Nora Fagiarini. Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. und de Wickback. Ja. Voilà, merci. Da kommen
op den nächste Punkt da geht es um de wie für eng Kanalisation vom Rehwasserkanalisation voilà, und da gif ich im Serchtwort gehen an Herr Janssen, die können das präsentieren, Herr Janssen vu best dann. Ja, da fängt nicht an Molun, ja, das ist kein Problem, bis an Platz geschieht das. Guten Abend, alle Guten. Wie Jean-Paul gesagt hat, geht hier am Fondgehol den Gegend vom Campus da innen, respektive bis an Ivasieren ran. Campus ist ja geplant und das ist ja auch vom Gemeinderat schon aufgesehen, dass wir die 30er-Zone machen. An Thaiers am Fondgehol war mir der Meinung am Chefrat, dass das eine gute Gelegenheit für die zwei Projekte an sich mit denen zu kombinieren, war sowieso schon do Site und also erbechte Sinn, dass den dann an engst davon profitieren für eng Rehwasserachse für die Mat zu verlieren, an eben noch zu profitieren für die existierenden Wasserleitungen an dem Bereich vom Chantier von der Rehwasserachse auch dann zu erneuern. Aber das Projekt an sich den also an einem meisten Wolle an 3 Phasen angedeelt. Ich denke, dass ich wird weitergehen und Herr Jansen den mit Sicherheit als die notwendig fachlich Details an Erklärungen gehen. Merci Herr Jansen für Ihre Präsentation. So, ja, schönen guten Abend. Ich habe hier so eine kleine Präsentation vorbereitet, dauert nicht lang. Und zwar ist hier erstmal der Planungsbereich dargestellt, wo der Kanal neu gebaut werden soll und die Wasserleitung. Das ist also einmal hier in der Hauptstraße und hier ja, im Bereich der neuen Schule halt hier bis dahin und dann hier in der Rüde Bayern noch rein bis zum Bahnübergang. Der Bahnübergang ist ausgespart worden, weil das sehr kompliziert werden wird. Das wird im Rohrvertrieb dann gemacht werden müssen. Und in der jetzigen Phase wird das noch nicht gemacht. Auf dem nächsten Plan ist, das dauert ein bisschen, auf dem nächsten Plan ist eigentlich der Kanalbestand dargestellt, den können wir uns ja eigentlich auch sparen. Das heißt, wir haben hier eigentlich komplett ein Mischsystem. Das heißt, Regenwasser und Schmutzwasser wird komplett gemeinsam abgeführt. Und das Problem ist halt hier in dem Bereich, das sieht man jetzt auf dem nächsten Plan sehr gut, dass wir halt hier auch Außengebiete haben, die oberhalb der Schule, das ist hier die Schule. Wir haben halt hier viele Außengebiete, die auf diese Schule halt entwässern. Das läuft dann alles hier über Kanäle im Schulbereich zusammen. Und ganz unten dann in der CR-Straße läuft das aber alles wieder auf den Mischwasserkanal. Das heißt, unten liegt nur ein Kanal und das läuft dann alles über das bestehende Regenüberlaufbauwerk. Das liegt ja hier im Bereich der Creche. Das heißt, bei Regenwetter wird dann halt Mischwasser in die Söhe entlastet. Das wird ja in dem Bereich gerade umgeplant vom SIDES. Das heißt, hier wird zukünftig ein Regenüberlaufbecken gebaut werden. Das ist in den Plänen auch gleich dargestellt. Und ja, dann war halt die Empfehlung eigentlich hier auch eine Regenwasserachse zu bauen, dass wir diese großen Flächen, also es geht hier einmal um die Außengebiete, es geht um die Schulfläche im Bestand hier. Das ist eine sehr große Fläche, die auch versiegelt ist zum großen Teil. Und es geht auch hier um diesen PHP, der irgendwann mal kommen wird, hier oben gelegen. Richtung Kreisel, der dann auch irgendwann sein Regenwasser eben ableiten muss und die AGE fordert ja mittlerweile eigentlich, dass Regenwasserachsen dann halt auch gebaut werden müssen. Und was auch immer mehr kommt, ist halt Nachverdichtung. Das haben wir bei dem Kanal eben auch eingerechnet. Das heißt, wenn jetzt Baulücken geschlossen werden oder Gebäude abgerissen werden, neu gebaut werden, können diese Gebäude halt alle an den Regenwasserkanal halt dann eben anschließen. Wir haben die Planung mal ein bisschen zusammengefasst. Und zwar geht es hier also um folgende Flächen. Das heißt, wir haben hier ein Außengebiet mit ungefähr 7 Hektar, Schulfläche 7,8 Hektar, Straßenfläche komplett versiegelt, dann 0,4 Hektar. Dieses Neubaugebiet, was oben schon dargestellt war, eben hat 3,1 Hektar Fläche und eben diese Neubauten nach Verdichtung, die auch alle dann angeschlossen werden können. Und ja, die Phase 4 ist dann später die Weiterführung in Richtung der Syr unter der CFL-Trasse durch. Im nächsten Plan sieht man jetzt mal konkret die Baumaßnahme. Ich hoffe mal, das wird noch ein bisschen deutlicher werden. Im Büro hat es funktioniert, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Und zwar
muss man hier noch dazu sagen, ein Projekt wurde schon von der Gemeinde gestimmt, das ist dieser orangefarbene Kanal im Bereich der alten Schule. Das ist ein Mischwasserkanal, der da auch im Bestand schon liegt, der ist aber sehr marode und der wird in diesem Bereich also komplett erneuert. Und es war ja schon vorgesehen gewesen, dass der Kanal auch hier in der CR-Straße, in der Hauptstraße dann neu gemacht wird. Was jetzt halt dann schön man kombinieren kann, ist halt der Bau von dem Regenwasserkanal. Ja, ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ich weiß nicht, an was hier liegt. Also ich lasse mal lieber so vielleicht. Also der Regenwasserkanal beginnt direkt vor der CFL. Und wie gesagt, verläuft dann Richtung Schule. Mitverlegt wird dann dieser Mischwasserkanal, der wie gesagt schon gestimmt worden ist. Also hat mit dem Projekt jetzt nichts zu tun. Und in diesem Bereich wird auch die Wasserleitung eben, wie schon gesagt, dann erneuert. Und auch hier noch ein kleines Stück hier rein in Richtung CFL. Die spätere Weiterführung ist dann, wie gesagt, diese Kreuzung unter der Bahn durch. Und hier sieht man noch den Kanal, der dann weitergeführt wird. Jetzt leider nicht so gut, aber der liegt dann hier. Nee, das ist ein anderer Plan, aber der nächste dann. Ja, der da, ja. Ja, hier ist besser, ja. Ja, so ist alles drauf, ja. Also man sieht dann hier, wie gesagt, die Durchpressung unter der CFL durch, die dann in Phase 4 dann erst kommt, dann die Weiterführung. Und hier sieht man auch das SIDES-Projekt, das heißt diesen Neubau von dem Regenüberlaufbecken, was momentan in Planung ist. Und dieser Regenwasserkanal, der neue, der schließt dann zusammen mit dem Entlastungskanal von diesem Regenüberlaufbecken an dieser bestehenden Regenwasserachse an. Die sieht man hier noch ein bisschen. Und diese bestehende Regenwasserachse, das ist ein Tausenderkanal, entwässert dann in die Syr rein. Und damit ist das Wasser dann später, landet dann eben in der Syr. Übergangsweise müssen wir, damit wir hier auch die Straßeneinläufe zum Beispiel sofort anschließen können, brauchen wir hier eine kleine Überleitung auf den Mischwasserkanal. Die haben wir hier vorgesehen. Die kann dann bei der späteren Weiterführung, wird die dann außer Betrieb genommen an dem Punkt hier. Dann könnten wir eigentlich die nächste... Ja, das ist jetzt der Detailplan von dem Ganzen. Da sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher, aber ich weiß nicht, wenn da noch Fragen sind, könnten wir das gerade hier besprechen. Da haben wir auch die Phasen mal eingeteilt. Das ist also in Blau ist Phase 1 hier, in Rot ist Phase 2 und Grün ist dann Phase 3. Da haben wir diese 3 Phasen, die auch in der Kostenberechnung dann entsprechend so aufgeteilt worden sind, haben wir dann so dargestellt. Und hier in Rot oder ja in dieser Farbe hier Orange ist dann eben die Phase 4 eingetragen. Ich hatte froh, wie se mat der hydraulischer Belastung vum Mischwasserkanal die Zeit, wo was sagst du rüber gefordert gëtt? Ja, also die momentan ist ja schon alles momentan angeschlossen an dem bestehenden Mischwasserkanal. Das heißt, wenn wir jetzt im Zuge des Straßenneubaus die Gullis oder Straßeneinläufe an den Regenwasserkanal anschließen, ändert sich von der Hydraulik eigentlich nichts, weil das Wasser ja momentan auch schon eingeleitet wird. Nur der Punkt ändert sich halt. Ne? Das heißt, wir leiten jetzt alles an dem Punkt ein. Das ist aber ein sehr großer Kanal. Das ist ein 1200er Kanal, der auch längst nicht ausgelastet ist, vom Mischwasser jetzt her. Ja, dann könnten wir vielleicht die nächste Folie gucken. Das heißt, hier haben wir dann nochmal dargestellt den Längsschnitt über den Kanal, dass man das mal sieht. Die Durchpressung, dieser Vortrieb ist dann hier. Das ist unser Höhenzwangspunkt auch, der Anschluss an die Syr.
Und so sieht dann der Kanalverlauf bis vorne, bis zur Hauptstraße aus. Also Rue Principal ist dann der Bereich hier. Da haben wir einen Absturz vorgesehen, weil wir eine Kanalkreuzung haben. Und der Kanal führt dann hoch bis zum PHP, also das heißt Richtung Kreisel. Das ist dieser Kanal hier. Es gibt noch einen zweiten Schnitt nebendran, rechts nebendran eben. Da gibt es noch einen, ja. Genau, das ist dann der andere Schnitt Richtung der neuen Schule. Und da sieht man halt auch die kreuzenden Kanäle. Und das verursacht dann eine Tiefe von ungefähr 4 Meter von dem Kanal. Wir können oberhalb leider nicht kreuzen, weil da auch Versorgungsleitungen liegen. Das heißt, wir müssen in dem Bereich dann relativ tief fahren, was aber auch danach später ermöglicht, diesen Kanal auch weiterzuführen in der Hauptstraße. Dass man das auf jeden Fall eben auch dann hinbekommt. Wenn wir jetzt noch mal einmal nach oben gehen könnten, bitte, da fehlt eigentlich eine Seite. Nee. Also ich habe hier noch Seite 8, die ist jetzt noch nicht. Dann könnte ich vielleicht noch mal die Kontrolle übernehmen hier, dann können wir das gerade hier gucken. Ich weiß nicht, wie schaltet man hier um? Achso, einfach hier. Ja. Jetzt noch abschließend die Kennzahlen von dem Projekt. Also die Gesamtkanallänge beträgt also rund 180 Meter. Durchmesser werden 400 bis 800 verbaut. Der maximale Abfluss später beträgt dann ungefähr 600 Liter pro Sekunde. Das ist dann die Summe von allen Abflüssen, die also da entstehen. Man könnte sich später überlegen, im Schulbereich noch eine Regenrückhaltung zu bauen, auch vielleicht für die Regenwassernutzung. Es würde auch den Abfluss da ein bisschen reduzieren von dieser Fläche, genauso von dem Außengebiet, was also oberhalb der Schule liegt. Das wäre gar nicht so verkehrt, wenn man das später machen würde. Dann eben die Mitverlegung der Wasserleitung ist halt wichtig, dass man da aus Platzgründen, weil wir jetzt ja 2 Kanäle auch legen in der Straße, also Mischwasser und Regenwasser, dass wir da die Wasserleitung neu machen müssen, weil die auch genau da liegt. Versorger haben wir angefragt. Wir haben noch nicht die Antworten erhalten, also ob jetzt Post mitgeht oder Kreos. Wird aber dann natürlich mit eingeplant bei den Ausführungsplänen. Die Baukosten betragen 710.000 € von dem Projekt, inklusive TVA und Baunebenkosten. Diese Maßnahme wird vom Regenwasserkanal her bezuschusst, mit 33% normalerweise. Das wird dann auf die anrechenbaren Kosten also berechnet. Also das heißt, die Verlegung der Wasserleitung ist dann da nicht enthalten. Die haben dann ihren eigenen Kostenschlüssel, wie das dann gerechnet wird. Und die Bauzeit für den Kanal beträgt schätzungsweise 3 bis 4 Monate, hängt aber auch ein bisschen davon ab, ob man jetzt eine Ampelschaltung bekommt oder Vollsperrung vielleicht für eine Zeit. Das ist halt dann schon sehr wichtig dafür. Und die Maßnahme wird ja dann zusammen mit dem Zone 30 Projekt dann nachher ausgeschrieben. Ja, wenn Fragen sind. Ja, das ist ja just so, dass wir die 2 Projekte an sich zusammen können rangehen für zur Mission, aus dem Moment, wo man Gemengerot sin Zustimmung gibt, und wir haben die Autorisation vom Ministerium wie favorable, da kann ich die 2 Missionen, also da kann ich das zusammen lancieren. Ja, wir müssen den Akkor vom Wasser fangen für die Subsid, wenn man für den Anfang gekriegt haben, nicht an München gemeint 235.000 €. Dafür können wir vielleicht aber noch 2 Monate warten, dann, dass wir das erst gesagt haben, sobald wir das holen, das ist am Bord drauf hier gesehen, an den Rest leid oder das wird ausgeschrieben, sobald man das toten haben. Ich meine, der Janssen hat auch gesagt, dass die Pressung könnte noch, die wird am Kader vom Südest-Chantier gemacht, weil das wird noch viel mehr gekniffelt, die andere Seite Richtung Evasieren. Da können wir ein Projekt, das wird auch nicht einfach gehen, wo an der Straße muss vieles geändert gehen. Wir noch von der Familie Bertrand, das hat er vielleicht auf der Plan gesehen, noch ein droit de Passage kriegt für neue Kanäle und auf dieser Seite der Bund zu lehen auf einer Trasse. Also du hast noch relativ vieles, was du könnt. Ich
ich mein, Automobilisten die wisst was ich erwart mir sind nicht die einzigen, die ein gut Lüterstellen hätte wann in der Tour gesagt wird in Zukunft dann noch kommen mehr leider alles an der Straßen und das wie du gesagt hast gleich so voll an voilà. Gut van der froh zu dem Projekt heißen eng froh iwwer Legend hai do sinn Bassin d'Orage projeté sinn der Féier nach op der bei dem Plan ha wie ich gesinn an Lotzwein en an der Rue de Bayern schmengen wann ich mich gut erinnere war han dem Pavillon 4 gesinn an Haiiers lochen regelzechen an der Dseite sehe méi op wie an der Rue de Bayern zo. Dat sind divers waren. Dat sind divers waren. Ja, sind die gering. Den ich schon den der Bassin d'Orage projeté. Ja, ja. Der sind zwei, ja, die Regenrücken die sind nicht so, das waren am Anfang sollten da zwei gebaut gehen, da geht aber gebaut, das heißt, das geht alles, ich meine, wir haben das ja schon geschwärzt, das geht alles neben dem Pavillon auf den Terrain, wenn ich für dem Pavillon steht längs, geht die gebaut, und da sind wir, da hört mir die Konvention mit der Familie Hoffmann, da fuhren wir dann über den Terrain, Hoffmann in ihrem Haus, ändert der Sierra durch mein ganzes Butdeckfahrt von universieren können, und das soll alles an den divers war auf der Minzber Seite kommen, das wie du hier gesehen hast. Ja, trotzdem, bei das gut erklären, trotzdem hast du Woche nach einem Bassin d'Orage projeté 4 gesehen. An der Straße, was ist an der Straße? Die Roden da. Haben wir auch? Ja, da. Das sind Herr Johnson springen hier. Ja, das ist noch ein Planungsstand, glaube ich, aus dem Dossier Technik. Das war damals so vorgesehen, das war ja auch im Entwurf sogar so abgegeben worden. 2 getrennte Bauwerke, 2 getrennte Regenüberlaufbecken waren damals noch geplant. Und mittlerweile ist das ja zusammengefasst worden bei der Crash, dass dann der Speicher von dem Mischwasser auf die linke Seite kommt. Das Entlastungsbauwerk selber verbleibt aber auf der rechten Seite. Das ist da ein bisschen speziell bei dem Bauwerk hier. Also ursprünglich war es ja links und rechts ein Bauwerk geplant, jetzt ist der Speicher vom Mischwasser eigentlich nur noch links. Also das heißt, das eigentliche Regenüberlaufbecken ist links, also Richtung Crash hin. Und auf der rechten Seite, wie es jetzt dargestellt ist, das reine Entlastungsbauwerk verbleibt da noch. Das wird auch erneuert, das wird neu gebaut. Ich meine, auf dem anderen Plan war mehr detailliert, der MOV. Da war der Plan, wo der MOV gezeichnet war. Ja. Relativ gut gesehen, das ist der letzte Stand von der Planung, wie lo. Kennt dann lo Regenrückhaltebecken oder Bassin d'Orage, kennt den dann lo Anstoß? Nee, ein Niverlauf. Du geschütte Kanäle nur als Regenrückhaltung, Staubecken, das könnt alles auf die Seite. Der Bassin könnt alles neben dem Pavillon anwiesen. An den Niverlauf, den normalerweise auch bei dem Bauweg, wie Herr Janssen gesagt hat, der bleibt aber die Seite für der Familie Bertrand, die geht auf der übersehenden Seite, geht Niverlauf an sie. Mit Regenrückhaltung, also die Rückhaltung, das neben dem Pavillon. Das sollte Bassin hat dem wie ich den Bertrands Marion, da hat dem seinem Haushalt, das am Anfang gemerkt und das wäre eine unmögliche Geschichte gewesen, da ist der Guide dann alles und dann immer gesagt, komm, ich gucke für alles auf die Seite zu kriegen. Von Hoffmann zu einem Akkord kriegt für do der Serie durch und das muss alles klappen. Wie gesagt, und an dem Kader geht dann noch die Durchpressung gemacht von der Straße. Ich wollte ein Rajout zu dem Chantier da machen. Das ist auch so, dass wir von der Gemeinde aus haben wir ja schon von dem Detail, worauf auf dem Campus ein Dach verleihen. Und natürlich haben wir auch da unten zumindest verschiedene Gebäudlichkeiten. Und das natürlich für Reiselo für Vierdeel, wenn zum einen wegen der Sicherheit und zum anderen für eben Abonnement ein bisschen aufzuschaffen, für da selber ein Dachfiber, für den noch selber zu lehen, an die Einzelsitten da unten, zumindest notamment die Alminsper Schule, Pavillon, und dann eventuell auch noch für weiter zu gehen bei den FCM, wo wir auch Installationen haben, wo wir auch Reso haben. Und das natürlich, denkt, das bringt dem Ganzen natürlich auch mehr Sicherheit, wie wenn es die Abonnement dafür ist. Gut, das war noch schon eine zusätzliche technische Aktion, die wir Werte starten. Merci. Merci Serge. Ich meine, wenn ihr den Plan guckt, den du wusst, die kann nicht stimmen, du hast ja den geplanten Dingen unter dem Kadol, oder müsst du weggehabt gehen. Das war einfach so ein Schema, wo das... Man ist so, und die kann nicht stimmen. Ich kann kommentieren, was ich weiß. Ich weiß das stimmt aber nicht. Ja, dann habe ich da gefragt, dann
von ihr falsche Plan, mehr dann die Explikation, dass ihr dann. Ja, genau. Das ist gut. Okay. Die Schiffer hast ja genannt gehen, das handelt sich um 710.000 Euro, wo ich dann wollte frohen, ob der Projekt da gibt Motto und an dem Kostenpunkt sind dann noch Honoräre mit dran, es sind Imprévus mit dran und ich meine, das ist schon ein solider Monat, aber ich denke, dass man das aber trotzdem noch stemmen können. Voilà, ich meine, das müsste klappen, dann gibt man Datei aufstimmen und dann können wir mit der Diskussion endlich rum. Nora Foggiarini, Ja. Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Avik Back. Ja. Voilà, merci. Merci à Jans noch für die Präsentation. Voilà, dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es wie für Gluten zu ersetzen an unserer aller Sportsaal, an auch am Tennisterrain, an der Bülle, und da gebe ich dem Sergestand für. Ja, da merci enke also den wie de Jean-Paul schon gesot hat, den nowen zur Aufstimmung firleit as opgedeelt an 3 Positionen, dat viren zum engen 222.000 Euro fir d'Ersetzung vun der Belichtung an der Sporthal 2, dat da is Sporthal, an op den Tennisfelder Sit vum Campus plus eng Reserve vun 6.000 Euro. Die Motivation für das habe ich den machen zu losen als identisch wie man an der letzten Sitzung schon über Zoutrittskontrolle geschwert hun, wo Motivation ist, weil man auch an diesem Fall halt kein Ersatzdeler kreieren. An die zweite, aber nicht man wichtig Motivation aus den Feld, dass man par rapport zu den allen Installationen auch Energiespuren. Mit der Kommande gibt dann noch gleichzeitig eng Demand gemerkt gin fir Teloprimen zu kreieren. Dann die Tennisfelder belicht soll am Prinzip nur 3 Jahre sich amortisiert tun. Ob bei der aller Sportsaal die Anlage nach Zeit kriegt für sich zu amortisieren, da hängt natürlich auf vom Masterplan, wie schnell das man do Campus 4 kommen. Aber für den Wolle zu definieren, was genau installiert muss gehen, als für die 2 Sitten eng Lichtberechnung gemacht gehen, für eben zu garantieren, dass die Auslichtung den Normen entspricht, die auf den Terrain gebraucht gehen. Beide LED-Installationen sind dimmbar. An für die Wandersaison, wann der Ballon bis abgerichtet ist, da können Strahler, die am Sommerbetrieb nur innen lichten, da gehen die einfach unter Decke gerichtet, dass da dann sich eine indirekte Beleuchtung gibt. Voilà, das war an sich zu den Erklärungen vom Dossier. Also da wollte ich nur nachfahren, für dann auch das Dossier modernisch gestimmt zu kriegen. Und das ist eine Valeur von TTC von 50.000 Euro. Merci. Voilà, merci Serge. Sind dazu noch frohe, Claude? Ja, ich will mal sagen, ich fand, dass das ja auch eine gute Sache. Ich fand, wir ein bisschen forciert sind, dass wir dann auf Energiespuren. Wir als einen externen Umweltberater, den hat immer gesagt, es können sich auch vorstellen, Luft als Service zu kaufen. Ich wollte fragen, ob ich das eventuell prüfen, weil wir ja in der bisschen mehr unglücklicher Situation sind, dass die Luten da wahrscheinlich keine 30 Jahre hängen bleiben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihn da kann sich informieren, was das ging kosten, ob das ein Änderung hat, dass da vielleicht aber dann da noch im Giffen aufmontiert gehen und nicht gegen eine Wäschgeheit gehen. Natürlich kriegen wir dann noch keine Subsidien, also das sind ein paar mehr, wie da für uns stellen. Aber das war einfach meine Proposition, da vielleicht zu prüfen. Merci. Ja, das war effektiv exakt, was geguckt ging, als war an sich eine Decision geholt ging, für an diesem Fall für die Envergure nicht zu machen, für das dann eventuell bei anderen Projekten zu machen, weil es steht schon noch am Raum für Kehr an der neuen Sportsaal die ganze LED-Beleuchtung zu wechseln. Kitten haben bis lo die Sache mal zurückgesagt,
weil LED-Beleuchtung do die as ja noch relativ neu an die funktioniert. Ich denke, wann den an de pur lief. Ja, ja, okay, das war die hun ein Testmodell, dat sind LED-Luchten an die Typen, solange wie ein Donner nach Ersatzteile kriegt, dann soll den datfleisch net donnet fieselen. Und dat war an sich, wie gesagt, Motivation fir net op de we ze goen fir de Service ze lohnen oder zu holen, war eben d'Envergure vun dem Hai 2 Projekte van den so. Okay. Gut, merci Serge, wenn du weiter kein froh sind, gehen wir da durchsehen. Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Wickback. Ja. Voilà, merci auch dafür. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Das ist ein bisschen ein spezieller Punkt. Ich meine, wir haben hier vor mir just ein Kredit supplémentaire von 200.000 € am Kader von den 2 Häusern, die man in der Rue de la Montagne zu Versieren gebaut hat. Das ist so, wir hatten für die Häuser um die Wie gestimmt von 1.230.000 €. Das war im Mai 2017. Wir haben die Häuser gebaut am Laufe von der Zeit sind nach Sachen beikommen, eine Photovoltaikanlage haben wir drauf gebaut, Wasserrekuperation, Bardage schon geändert, das war ja nicht viel gesehen, sind wir auf Holz gegangen. Da haben wir immer gesagt, wir wollen kein Zink, das ist nicht nur alte, schmettige Schiefer, also weiter. Das ist da immer ein bisschen beikommen, Küchen waren noch nicht dran, die sind noch hin und noch beikommen. Und für uns 2 Jahre hat als ein Techniker schon gesagt, pass auf, Jungen, da geht es nicht durch mit dem Wie. Und du hast gesagt, ja, wie viel braucht man da? Ja, man muss gucken, hier und da. Und das geguckt, wir sind nie an den Gemeinderat kommen. Das ist so, dass man in der Zwischenzeit, gebe ich so, die 550.000 € mehr da brauchen, wie wir vorgesehen hatten, für die 2 Häuser. Das ist das schon substanziell. Wir haben aber als Servicetechnik an dem Architekt gesagt, sie müssten gucken, dass wir für die nächste Gemeinderat dann die Kunden tun. Die war vorgesehen für Haut, sie sind aber noch nicht so weit. Aber das Problem ist aber wirklich, dass wir nicht Kredit genug haben, können wir im Moment Leute nicht bezahlen, die da geschafft haben, die sollen einfach zu gut tun. Die Stifte wollen wir proposieren, Haut dann aber den Kredit von 200.000 € zu stimmen. Am nächsten Gemeinderat werden die Kunden dann auf den Tisch kommen. Wie gesagt, wir hatten nämlich auch gerne den VIAS von 2017, ich habe auch gefreut, sondern mal proper gucken, weil das Index angepasst, Hautpreis, und da sollen sie also von, ich gebe mal so, weil Materialien sind ganz cool Materialien, die sie wirklich viel Medaillen geben, wie wir dann zur Mission 4 gesehen hatten, wir sollen also aber eine detaillierte Ablöstung machen. Die haben wir dann nicht, dafür, wie gesagt, wir stimmen da ein bisschen Plattenhaut, die 200.000 €, aber wir sind aber der Meinung, da sind Rechnungen, die sie geschuldet, ich meine, die Privatfirmen, die da per Geld werden. Und dafür wir wollten noch nicht, dass wir einen anderen Artikel buchen und dann ja noch hinkommen. Ich meine, wir waren immer transparent, wir werden an der letzten Sitzung nicht nach dann nicht machen. Dafür gebe ich proposieren, die 200.000 € Haut zu stimmen und dann nächstes Jahr könnt dann den Dekont haben. Das zwar nicht mehr von mir, aber die werden bekommen. Na, verspricht ich das. Gut, sind da Fragen oder Wortmeldungen? Das ist auch nicht der Fall, da gibt man darüber aufstimmen. Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Anne Wittbach. Ja. Merci. Und dann kommen wir auf die nächsten Punkte. Da geht es um die Gemenge Finanzen. Der nächste Punkt ist das Restantmeter. Ich meine, du hast gesehen, alle gut den Restantmeter gesehen. Den Mirella ist präsentiert hat. Ich meine, wir haben nach 40.860,51 € steht da, wäre nach, gibt nach raus, schon mittlerweile nach für 604 € bezahlt gehen. Wenn man durch Lösch geguckt hat, sind gut Klienten, die in der Zwischenzeit bezahlt haben, sind darauf auch, die noch immer abstehen. Da sind paar Posten, wo Mirella sagen, die Charge friert, da ist einerseits auf der ersten Seite direkt ein zweiter Posten. Das ist eine Sache von einer Faillite. Ich meine, hat eine Deklaration de Créance gemacht, aber da geht immer den Paien an Sozialleisten und alles viel, sodass wir da eine Eichmiwerte kriegen.
Dann den zweiten, wo der do gesieht, dass wo der Schachfried, das ein Material, der proprietär Wunder nach an Amerika, mit da ein Salment vom Terra gemerkt gehen, und du wird so einer Grundsteuer geändert, das ist am Anfang nicht geschuldet. Da kommen wir auf die Seite drauf. Du hast eine Geschichte, ich meine, du hast doch die Schach gefragt, da geht es um 2,10 €, die alle Jahre kommen. Und du hast ein Terra, die Leute zu evasieren, einen kleinen Platz, da war ein kein Fait, und du hast alles liquidiert, gib mir den Terra do, den also immer nach Buchstaben blieben am Kadaster. Und das ist nicht einfach, den am Kadaster rauszukriegen, da sind immer noch 2,10 € Grundsteuer, die auffällt für eine Firma, die Fait ist. Und das steht an dem Restant nicht, da kriegt man nicht mehr, wie gesagt, die 2,10 € pro Jahr, mit dafür wollte man auch mal ein die 6,30 € die Schach gehen, dann hat das am Gang viel zu gucken für den Terra do rauszukriegen. Die Kadaster so am Gang zu gucken, was können wir mit, das ist nicht so einfach. Gut, dann sind da Leute, ich meine, viele Rechnungen, die sind auch relativ nahe. Op der Seite 4 von 10 da hat ein Klient, der steht relativ viel auf, den also überall auf 10, der ist dort uns der Payment, machen wir aber nicht, ich meine, das sind die Leute, die bezahlen aber regelmäßig. Das sich vorher klappert, also können zwar schon relativ viel dort zusammen, der mir gesagt, die wollen ein bisschen, da 100 können das auch kriegt. Da können den Punkt, da sind wir als Gemeinde ein bisschen selber schuld, dass wir die Suche nicht kriegt haben, da das ein Proprietär, den hat 2 Häuser gebaut an der Rue Principal, und da hat man Zirkus mit dem an der Zeit, Jamp war die Zeit nach Bohemister, die wisst noch ganz gut, den hat immer gebaut, dann nur anderem gestoppt, dann hat er mal 4 Häuser, dann hat er mit 2 Wohnstandhäuser dürfen machen, und dann nimmt Zirkus, und dann hat man ein Keier, und dann hat man gesagt, so, lo geht es durch, dann das zu bezahlen, und da hat man auch unterschrieben, wir können das Geld anhalen, du war das aber leider auf einer falschen Rechnung angehalten gehen, und nicht auf der richtige, der Tisch durch den Lohn 164 € ab, die haben keine Chance mehr, die einfach nicht voll bezahlen, das nass wie nass, wird kein Wert, viel zu schwätzen. Aber ich meine, die suchen, wir haben keine Chance ranzukriegen, weil man nicht können, etwas antreiben wird, theoretisch hier schon bezahlt, mir eine falsche Rechnung angehandelt. Das gut, du gibst mir da proposieren, durch in die Schach zu gehen. Und dann hast du nach, du siehst auch den nächsten anderen, mit demselben Nummer, das scheint das vielleicht um Nummer zu leihen, den auf den Kanalinsel wohnt, da ist auch bald möglich für die Suchen anzutreiben. Da proposiert mir dann auch, für das wir da die Schach kriegen. Dann haben wir das dat. Gut, ja, du hast nach eng de Schach die gefrot get, op der Seite 5. Du hast eng Madame, die hast verstöwen, du stehen 167,40 € op, an du willen dir nicht wissen, die wollen dann nicht bezahlen. Wir noch, sie müssen noch nicht bezahlen, wir noch keine Chance, das anzutreiben. Ich meine, für 167 €. Da muss ich immer gucken, was für eine Relation den Opfern das zu dem, was wir da können kreieren. Das ist natürlich nicht richtig, scheint zu sehen, die sich den Domo stellen, an einfach nicht bezahlen sind, dann einfach die durchkommen. Das ist einfach an den seltensten Fällen. Dann haben wir da noch einen drinnen steht, den mit 1418 €. Das ist nicht, dass der Junge nicht bezahlt, das bezahlt, da war eine Rechnung, die das bezahlt ging. Dann hat eine Firma da geschafft und die genau das Futti gemacht, was die für darüber bezahlt hat. Und das stimmt, die Assurance, der Firma Assurance muss die Donner bezahlen. Dafür steht das auch auf. Dann haben wir noch auf der Seite 6 auch einen guten Klient, der immer zu Schütter gewohnt hat. Die wohnt anscheinend nicht mehr am Land, das aber nach an der Stadt angemeldet. Und du hast mir auch der Hand, man dir wirst für die Suche ranzukriegen. Anscheinend war der ganz feine Mann mehr bezahlt. Aber nicht so fein. Das gesehen, was die für Kostüme oder Jump wissen. Dann haben wir nach, ja, seit 7 haben wir auch einen, der sind auch am Gang, ich meine, du siehst auch, du gehst auch einen oder hast du mal gemacht, das klappt auch regelmäßig nicht. Die Seite drauf sind auch nach, wenn du siehst, die ab 10 da sind, ich meine, die die ganze Kooprechnungen, du hast mir auch am Gang, definitiv noch anzutreiben. Und dann, voilà, auf der Seite auch nach, auf der Restmenge, also aber halt aber alles sicher grenzlich mit Leute bezahlen relativ gut hier an der Gemeinde, das muss ich sagen.
den restanten Etat so Rofgang par rapport zu SOS. Also ich meine, die Lektüren hat mir aber relativ weit Rofkrit an Megiflo proposieren dann die Dechargen unzuholen, die mir proposiert hat 2135,15 €. Das ist, dass man nachgiffen, dass man danach 43.000 an 3,66 € zu postulieren hätten, von denen der aber schon 604 an der mittleren Zwischenzeit rauskommen sind. Voilà. Dazu noch froh sind. Ich wollte zum Restaurant nicht am Anfang so, ich wollte just so von dem Mann, den du nicht bezahlt wurde, den Welt, dass er wenigstens die all den Sachen für seine Tiere am Teil gemacht haben, ob es den Kräfte den Tag, die Futti gemacht haben, wie du der Kamm in auseinandergeführt sind, das aber nicht am Teil gesagt wird. Das war auch schon eine Zeit, das aber dann Sinn habe ich zu machen. Wir haben da mal ein Potto gesagt, wenn ich gesehen steht den da, oder BAM, ja, dass man da mal gemacht und sind natürlich auch seine Lokatären, geht in den raffiert, ja, aber da können man eigentlich ja noch. Ich meine, die Heck also aber frisch gemacht, die eigentlich auch von ihm schon. Da ist ja auch schon am Futti. Gut, können man eigentlich noch hacken. Schreiben wir da mal noch. Nee, das ist richtig. Gut. Das keine Remarken, gibt mir dann auch darüber aufstimmen, Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, Claude Marsan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch und Victor Wack. Voilà, merci. Da kommen wir auf Titel der Rezetten. Das ist Titel der Rezetten. Das sind all die Rezetten, die wir machen, die nicht auf einem Reglement oder so basieren, die einfach so rankommen. Dort gesehen, da sind Rezetten von unseren Stamminären. Dann haben wir Taxen, von denen kriegen wir immer Geld zurück. Wenn wir als Schied über ein Minimum sind, dann haben wir mal eine Klausel an der Assurance, dass wir dann eine gewisse Partizipation zurückkriegen. Und da gesehen, dann, wenn wir National Feiertag abgehoben haben, dann Nuit des Sports haben wir auch für Promotionsmaterial den Subsid gekriegt. Dann hat man von der Brauerei 5.100 € gekriegt. Ich meine, die könnt ihr euch erinnern an die Konvention, die wir mit der Brauerei gemacht haben, wo wir gesagt haben, tut kein Wert, dass der investiert am Centre kulturell nach Münden den Konzession verlängert. Und immer gesagt, da geht es einfach so viel. Das hat geklappt. Dann hat man den Theater do Janschen und Carlo an 470 € und dann Dürrfest als Schritte, das heißt nicht, dass wir da ein Dürrfest hatten, was er verpasst hat, aber da hat Fantasie, die sich abgelöst und die haben den Rest aus der Käse und Gemenge aufgehen und das sind 7.150 €. Voilà. Für das gibt mir darüber aufstimmen, Nora Foggiarini. Claude von der Pso, pardon. Ich wollte abstehen, dass dann oder nicht dann all die Rezetten, die so an einen Käse kommen, das ist normal, dass man das halt mehr mit Tax dafür hat man die dann Note Kredit und dann hält den die von den nächsten Rechnungen auf. Auch ein Note Kredit als ein Rezept. Du hast immer ein Rezept, du kannst nicht einfach. Wenn wir Kontrakt mit ihnen bezahlen, die Rechnung, Note Kredit als eine Negativrechnung. Ja, die kannst du kontabilisieren und hältst es so. Ja, das variiert zwar. Durch den Kontrakt haben wir ein Rezept so gut. Also du hast recht, können da doch mehr. Müssen die nicht mit steht am Anfang, dass sie als remboursieren so viel an. Sie meinen dann ein Remboursement, nicht einfach. Ich meine, das ist ein bisschen mehr Transparenz für die Gemeinde, dass sie gesagt haben, wir haben aber wenig, am Anfang sehen den Dummer, wir haben wenig Schild mit dem Auto. Und dafür kriegen wir einen Abstrick. Wenn wir alles für die gerannt hätten, dann wären wir wahrscheinlich der andere Seite. Voilà, das ist kein Frohen, stimmen wir darüber auf. Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, Claude Marsan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch und Victor Wack. Voilà, merci an der Kimmer und Konto von 2022. Ich meine, ich hatte Konto vorgestellt, wie man das Budget präsentiert von dem letzten Jahr. Das ist so, dass der Konto dann immer muss beim Nanterjahr gehen und dann wird dann von denen kontrolliert. Aber das ist viel mehr, sie kommen bei uns kontrollieren. Da kriegen wir den Rapport mit der Remarken. Und da kann der Gemeinderat dann aufstimmen. Wir wissen, alle gute kommt 2022 mit 16.639.364,62 € aufgeschlossen. Das hat ein ganz gutes Resultat. Das heißt, am Ordinären hat man einen Überschuss von 6.333.756 €. Ich meine, das wird wichtig, dass den ordinären Überschuss, den die Gemeinde hat, den auch ganz an der Reihe war. Du gehst einkeier den Konto Gestion, dass du den Reserve muss feiern
Und die gesindere Server hat keine größere Marken, außer dass am Anfang der Kunde ein bisschen zu spät aufgehen wird und dass sie sich da ein bisschen im Rim rappen. Die Jordan hat gesehen von der Madame Server, die da gesagt hat, sie gibt sich da gut drücken und das wird nächstes Jahr gibt das an der Zeit gemerkt. Voilà, das ist der Kunde, das tut wieder an der Kontogestion. Ich meine, wir stimmen immer separat auf. Da gebe ich proposieren, wenn du keine Remarque gesehen, die Kontogestion aufzustimmen. Nora Fogerini. Ja. Ich auch. Jem Kaufmann. Ja. Claude Marson. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Und Vic Back. Ja. Voilà, der nächste kommt, das ist dann der kommt administrativ, das ist der kommt für den der Chefrat Responsabilität hat. Die schließt natürlich mit denen selbst die 16,6 Millionen auf, weil das hat mal kleine Probleme am Betrieb. Was muss ich sagen, das ist auch alles ein bisschen nach mittelalterlich, wie wir funktionieren. Wir feiern 2 Kunden, mehr im Endeffekt könnt alles an einem Computer innen raus. Den hecht just da nicht, die den nennen, aber sind nicht das zur Kontabilität gefordert gehen. Früher hat nach jeder sehr groß Fischen ausgefüllt, mir mittlerweile Friede ist auch für das Heiner für Sinn hat. Aber wie gesagt, auch der Chefrat hat bei der Macht gekriegt, das sind ein bisschen dieselbe. Die Göchte, die zum Montag feiern, haben hier, wie der Innenminister gesagt hat, vom Kontrolle, sie schreiben nicht dran, und dann schreibt die Gemeinde, sie geben mehr, also dann schreibt sie dran, und sie sagt die Gemeinde, sie geben mehr. Ich meine, es sind eine Gemeinde, die dann noch eine Zeit brauchen, für die Sachen dann zu regularisieren. Ich meine, wir hatten da die Remarken, die wir gekriegt hatten, dass wir eine Ausschreibung machen für den Putzer von unseren Gebäuden. Das haben wir gemacht, das haben sie auch geschrieben, dass die Ausschreibung läuft. Ich meine, wir haben da die ist abgemacht in die Ausschreibung, die ist am Moment am Gang ausgewählt zu gehen, sie auch geschrieben, dass wir dann an der Reihe. Dann haben wir auch gleich die Diskussion mit den Taxen, Aufwassertaxen, die Aufschlusstaxen noch, wo sie gesagt haben, die muss der Remar feiern, die waren eigentlich aufgeschafft gehen für Jahren, die muss der Remar gefordert gehen, das haben wir auch gemacht. Natürlich von der Reserve, der kommt spät auf, geht das Sekretariat dieselbe Remar, weil die konnte nicht mehr nicht nachgeschickt, das ist mir noch, ich an alles versprochen, dass wir dann das immer Zeit machen und dann die letzte Mark, das vorher beim Abkauf von einem Terrain, da muss die Honoräre von den Notären muss noch einen extra Artikel gebucht gehen, die mir nicht bis an der Taten alle hat den Artikel geschaffen, sodass das dann noch alles an der Reihe wird. Ich meine, wir können als Chefrat zum properen Aufschluss die Remarken, da sie praktisch nicht an, ich gebe dafür auch eine ganz große Merci so und als Verwaltung, sowohl am Sekretariat wie auch an der Reset. Ich meine, die haben als Kontabilität ganz seriös feiern, die da wo am Griff haben. Ich meine, das ist wichtig, auch dass das ganz seriös gefordert wird. Wir noch als neue Finanzmann, wenn ich die Norlo immer mehr damit wird abzugehen. Ich sage doch immer, in Zukunft werden mehr wichtig sein, wenn wir die großen Chantien und alles sind, dass wir eine ganz seriöse Gestion von unseren Finanzen machen. Voilà, das gesagt, als das eine Remarque zum Konto administrativ. Das ist nicht der Fall. Gibt mir darüber aufstimmen, Nora Fogerini, Ja. Georges Kaufmann, Ja. Claude Marson, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. dann haben wir Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Vic Back. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um eine Konvention mit dem Kleindierverein. Ich meine, das ist eine Sache, da sind wir schon relativ lang am Gangen. Vic ist schon lange an, dass wir da eine Lesung fanden. Ich meine, wir haben die Kleindierenanlage gebaut. Am Juli 2017 haben wir bei und für die Artikel gestimmt. Mit dem Kleindierenverein, wo wir hinten die Anlage zur Verfügung gestellt haben, für 6.000 Euro die Jahr. Das ist die 6 Unitäten, 6 Häuser. Und dann haben wir gesagt, die kriegt für 6.000 Euro die Jahr. Es war so, dass der Chantier auch nicht, dass nicht alles 100% gelaufen war. Verschiedene Häuser kniffeln, haben wir jahrelang drüber gekniffelt. Den Dach von der Tier war als gequollen Hai an do, sodass die Häuser bis noch nie alle Guten verlohnt waren. Bei Lohuse endlich alles verlohnt, bis auf eine Unität. Die haben sie am Moment am Beschlag noch immer für sich. Sie brauchen auch seine Brutmaschine durchstehen, die haben sie früher im Speicher von aller Minzburg Schule, weil es schon mehr zeitgemäß ist, dass da die Maschine stehen, sie sind mal näher, mit allem darauf geschläft. Das ist alles basieren geholt, so in den Raum auch holen sie auch, was man Schulklassen und dass sie da hingehen, dass sie denen da können alles flott weisen. Und
sodass den Raum am Fonge hole für den Verein. Wir hatten lange Diskussionen mit ihnen, die gesagt haben, ja, wir müssen die Loyer bezahlen für unseren Raum, den wir am Fonds echt als Verein nutzen, zweitens sogar noch holen, für dann mit der Schule dann so zu schaffen. Sodass wir mit ihnen verblieben sind, dass wir dann gegen auf die Loyer verzichten, von dem Häuschen da. Von weiter verloren selbstverständlich muss es bezahlen. Das ist aber nicht so einfach. Ich meine, den Akt, die Amphitheos, den Akt für den zu ändern. Wir können nicht immer nackt ändern, was heißt verloren oder nicht. Dann haben wir gesagt, da kommen wir gehen auf den Weg. Das war schlussendlich, das wir zurückbauen. Dann kommen wir gehen auf den Weg, der kriegt alle Jahre Subsid. Der Subsid von 1.000 € kriegt er eben, weil dann eine Kontrapartie von dem Loyer. Wir bezahlen am Anfang der Loyer für das heißt, weil der für ihre Verein benutzt. Wird auch den anderen Vereinen stellen auch alle hier Anlagen zur Verfügung. Ich meine, wir haben schon lange Diskussionen gedreht, den ein paar Tolle geht an den Beginn, die vom kleinen Verein kriegt, da immer das Neues gegriffen. Und ich meine, wir haben mal OW-Fond, wo wir dann ganz klar, sie kriegen ihre Subsid, solange das heißt nicht verloren, also sobald verloren das, dann bezahlen sie mir 6.000 €, wie das am Anfang gerufen gemacht war. Voilà, sind dort so Remarken, Jemp? Ja, ich will ganz klar dazu sagen, ja, es ist Transparenz an dem Dossier, die ganz gut ist, weil wenn den zurückgeht, dann will sehen, dass Sie ja auch als Verein, als Club auch viel Material noch haben. Und Sie haben noch nach die große Chance, Einzelmembern an Ihrem Club zu haben, die auch nach daheim Heimlichkeiten haben. Und wenn aber ein Club soll gut funktionieren, also immer für Vierdeel von Sachen, wenn ich bei Neleien das Südfrei weiß, wo das auch noch mit der Brotmaschine, die sie da an der Schule zumindest an der Schule im Speicher hatten, das war eine gute Sache, wir haben also eine bessere Solution. Das ist auch gut, dass viel gesehen ist, sollte die Raumenke in Ausspruch kommen für einen anderen Sieg, dass das dann nicht an die rückgängig gemerkt wird. Eine andere Sache, das ist schon richtig, Jean-Paul, viele Vereine oder alle Vereine, die den Besuch hat, dann auch das noch mal Heimlichkeit. Und hier ist dann eine Sache für Sie, dann ist dann eine Heimlichkeit für Sie, mit dem Zusatz von einem Zielstrecke, der das gerne hat, dass dann nicht gerne hat. Ja, ich meine, Vicky. Oh, ich wollte dort so Europa so ein Schmenge van Silo dommer, damit der dort der Lesung zufrieden sind, dann sind ich auch dommer, dass sie also natürlich d'accord, das Problem ist einfach, wie sie doch für Drogen gesagt haben, ich meine, einer Vereine die auch wirklich mit alles unterstützt, was nicht mehr möglich ist, wie der Remblo gesagt hat, mit Heimlichkeiten und noch mit dat, wenn sie dummer d'accord wären, ist das dort eine gute Lesung und ich kann dann noch dafür stimmen, natürlich. Ja, merci. Ja, ich meine, Sie waren dummer d'accord, ich meine, 10.000 € Tour, das ist für so kleine Vereine wie Sie nicht schlecht. Und, ich will auch heute so, Sie sind ein immens aktiver Verein, Sie sind ein Flottour und da lebt Mix Fixed lebt, da ist mir gleich gesehen, wie Sie ein Anniversär von der USA organisiert hatten. Das sind aber Evenemente, die Ausstellungen und so, also Sie sich fixed tun und dafür, wir haben ja Demos auch schon gesagt, wie wir die Anlage gebaut haben, es ist ja hier Leute, wir können also verlosen und dafür, wir hätten noch nicht mal, egal wem das angefangen und ich meine, als Gemeinde bleibt man nicht in den 1.000 € Tour hängen und für den Verein Manchester da war. Voilà, ging wir darüber aufstimmen, Nora Fongiarini. Ja. Georges Jean Kaufmann, ja. Claude Marzan, Ja. Julian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Hugo Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Tali Altmeister Ja. und de Wittbach. Ja. Voilà, merci. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Den, voilà. Ich meine, hier haben Punkt, ich meine, das ist nicht so alltäglich, dass ein Gemeng so Punkt Ordre du Jour hat. Ich meine, du am Dossier gesehen, also dass ich von unserem Matbierger, Herr Scheuer von Straße, der Gemeng alles verirft, was hier hat. Und ich meine, wir müssen dann halt dezidieren, Datei unzuholen. Ich meine, die wissen alle gut, die haben alle gut gekannt. Hier war aber überall, war bei der MIPERA, also nicht alle immer nimmer im Beginn. Dann, Herr Nov, wie sind Freunde mit da war hier ganz lang. Und ich merke noch regelmäßig Kontakt mit und das oft auf die Menge da kommen, dass man nicht geschwärzt hat, weil dann noch Herr Nosinger Hand kein Rot mehr wusste. Wollte er wohl auch immer daheim wohnen bleiben und ich meine, den hat er doch tipptopp gemerkt. Ich meine, Vic, den war direkt Nob, ich meine, voilà.
an natürlich immer gefragt, was geschieht, denke wenn ich nämlich da sehe, dann hat man ein Gespräch und dann ich mit dem Rätsel gehabt, dass ich wollte am Anfang etwas mehr mit dem werden hat für Leute, die wirklich an Not sind noch an der Gemeinde. So mir ganz wirklich mein Leben lang immens gut gegangen und ich will aber dann nur andere Leute helfen, denen dann nicht so gut geht. Dann wie im Kind mir das gehen, dann ich gesagt, dass auch noch viel sozial, das Gemeinde auch noch viel sozial, dann das in der TV auch Kind, dann die Leute helfen. Herno waren d'Assistenz sozialen hunn immer weitergeholle van hin Apps gebraucht huet an du kom enges derst mé engem Loppriwerrecht ich mal gin hun die en wäschgelot huet dann wien dun mein Kläch gewann Kommemorationsstatuation unglücklich Summeganger gefallen an waren du nach an der Klinik wie ich vor nach bei gesot gift besser wie besser an du waren awer kurz drüber so gesturwen. Verlächte 27. Oktober an den Gut mir natürlich vom Notmat gedeelt, dass hier nice alles vermerkt wird. Dat hue am Fongenhaus vermerkt von am 1.315.000 Euro wär das net schlecht das an dann eng Böschparzell oder gesinn nach zu Bärdorf ein Auto an dann bis Boergeld am ganzen 1.523.000 Euro fi viel Geld as an Badstunden an kleine Rechnungen op dat auch gesinn. war auch den Wunsch von mir Scheuer, dass man wirklich, wie ich gesagt habe, mit dem Geld etwas ginge machen, für wirklich Leute, denen es nicht so gut geht. Und wir noch viel sozial haben wir immer geschwärzt, dann als Propos vor am Anfang auch, ich meine, Datei unzuholen und dann im Office Sozial eventuell teilweise zur Verfügung zu stellen, dass sie dann da können Leute unterbringen, die Hilfe brauchen. Und werde ich auch nachfolgen, dass man wirklich noch ein kleines Plakat und Haus da machen, für dann einfach ja, Scheuer noch frei dann auch zu erinnern. Voilà, ich weiß nicht, dazu noch froh sind. Da gibt man dann dezidieren, dann noch die Erbschaft umzuholen von den Kindern. Gehen das? Nora Foggiarini? Vic Powder, so du hast ja. Ich wollte just kurz bemerken, also wie gesagt, den Herr Scheuer, das war mein Opa, eine super Sache, was er da gemacht hat. Aber bei der Dotter Sache, für das zu überholen, als da auch sichergestellt gehen, dass er noch nicht nach zusätzlich Freien auf die Gemeinde durchkommen, ob nach Schulden da sind oder so. Nee. Ja, der Notar hat das geguckt, an die einzige Schule, also die 6.340 Euro, das alles, was noch absteht. Das ist auch so, dass wir ein Dirwirst auch holen, für an Haus zu gehen, für alles proper aufzuwickeln. Also nicht, dass hier nur hier stehen und das mitholen, wir werden da alles proper aufwickeln, dann mit dem Notar zusammen und dann gucken wir, wie gesagt, für dann mit dem Office Sozial da ein Arrangement zu finden, ist das klar. Ich wollte noch just ganz kurz fragen, sind da keine Steuern fällig, die die Gemeinde muss bezahlen? Tierschaftssteuer, ja. Ja. Also bleibt immer ein Abschrecht, man gibt ja ein Haus. Gut, du wirst mal gut. Nee, wir stimmen auf, da wissen wir. Nora Foggiarini, ja. Jacques Kaufmann, ja. Claude Marsan, ja. Jan Ries, ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Wittbach. Ja. Voilà, merci, da kommen wir auf den nächsten Punkt, da geht es um das Vierkaufsrecht und da gebe ich ihm noch einen. Also an diesem Punkt geht es um Vierkaufsrecht. Heute verkaufen die Familie Klaus, Frank und Lucius die Konsorten Losch, Torres und Terran zu Schütter in der Sektion A von Schütter am Lieu-dit Wolfsknapp. Es handelt sich um Kadasternummer 35 über 4838 an die hat eine Fläche von 27 Ar und 58 cm. Parzell ist als Zone Hab 1 ausgewiesen, befindet sich aber an einer Zone différée laut PAG und ist laut PAP als Nouveau Quartier klassiert. Der Preis beläuft sich auf 1.240.000 Euro. Und wir gingen auf das Vierkaufsrecht verzichten, weil der Terrain, wie gesagt, kurzfristig nicht viabilisiert wird. Und wir nicht all die Suchen drastisch können, weil wir auch noch kein Subsid auf dem Staat kriegen, solange noch kein Projekt vorgesehen ist. Wenn wir froh sind, das ging ich bitten, das so zu stimmen. Merci. Sie mal d'accord zu verzichten. Voilà, dann gibt es von der Stimmen, Nora Foggiarini, Ja. Jacques Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Ilian Ries, Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch Ja. und Wittbach.
Ja. Voilà, merci. Merci, ich mein Mikro aus. Gebe ich all merci so. Ich meine, wir sind Mann von der öffentlichen Sitzung. Ich meine, das war für den Gilles de Vic am mich. Das könnte richtig. Question écrite, comment man das verteidigt? Das sind wir noch nicht um. Wo denn? Tut keinen Question. Du sagen, pardon. Ja, wir haben noch für drunten vor Resetten geschwärzt, dann mich giwer interessieren, ob es nicht eventuell schon ein Deal der Konte vom Televi gibt. Ich meine, all Respekt für die große Summe, die hier an der Gemeinde Schütter gesammelt gehen hast, aber du brauchst ich schwätze dann noch für mich so, ich meine, du brauchst dich nicht gefragt, die Sachen. Es gibt Leute, die am Organisationskomitee sind, und ich meine, da wäre aber übrig, auch van de net mat gedeelt kreen schwngen dat awer heide Gemengerot geef mat gedeelt kree wann war schon wanderet schon wëst oder wann schon so en Deel de kont besteet oder wenig kennen man hoffen dass de könnt dat froh Merci weg fir froh dat so dass an sich nach immer Rechnungen rakommen sind an net all goten Rechnungen rakommen. Wenn man lo wirklich ein Punkt sind, dass das 200% alles der Banden ist, da können wir einen definitiven Dekont machen, weil auf jeden Fall feststeht, dass der Monat von den 175.000 Euro wie da war, den ist an der Käse nach überschritt. Das heißt, sind auf jeden Fall nach Ressourcen da. Und ich denke, dass wie ich verschiedene Entreprisen kennen, müssten möglich sie für ein Dekont am Juni doch immer können viel zu weisen. Voilà, merci. Serge für die Antwort. Voilà. Robbie, question du public. Ma Di was am Einlauf gesot, wen am Neier mat der Knupp, die du an Stoos geméet gin ass. Da ki mir schëlt hin, fan ich gut, méi ass du net eng Lesung nach ze fanne fir dat méi bemerkbar ze ma. Mir selber as scho geschitt an ich fuhr jo net séier. Wann ze donner mat 50 Strewer fies, da flitzt. Dann as gut, dats de bëssen en Auto is den héich leit méi in den Dee fleit, de mir na besser. Ja? Ja. Op tonne eng Medischkeet, dat wann se do kennst, dat meng einfach ging nicht vir. Ja. Du soll die Anzeige tafen kommen, da muss man am Service nie gucken, ass dem provisorisch dafle den Dicker Blinker oder abst du hinke bis dat an do ass. Ich hun noch schon andere gesinn, die do drüber geflüsig. So, und da will ich dir, Jean-Paul, dem Wick an dem Gelei, de grosse Merci so fir erbig, die der gemet huet, fir d'Schatter Gemenglei ze summen. An den anderen Damen an Herren, die nach weiter fuhren, viel Glück für Zukunft. Und da gucken wir, wen der Ruder überholt. Ich so nicht merci. Voilà, merci Robbie. Ich meine, wir gucken noch der Loot. Wie gesagt, für den Rest, wir sind am Ende von dieser Sitzung, für Reis 3, das soll gesagt gehen, was ich nicht fertig sind. Wolltest du noch vorstellen? Ja, die kriegt alle gut, kann er ihnen so. Mir verdient vor dich so. Ich darf noch rein, ja, heute wird feiern. Da profitieren nicht nach. Voilà, wie gesagt, für Eis 3, also dann tut sicher die letzte Sitzung. Für ihr alle gut, dann geht der Toftstand weiter hier durch. Ich will heute für auch eine Robbie Europa Merci lassen. Als allererst will ich ganz große Merci von hier aus allen Tavonen aus der Gemeinde Schütter zu sagen. Ich meine, für mich ein großes Eier und noch ein Fried. Für hier und die letzten 12 Jahre, also die Leute, ihren Chefen an ihrer Bäume zu sehen. Ich meine, für eine ganz flotte Zeit. Und es sind auch alle guten Leute dabei dankbar für den korrekten Umgang, den wir alle Jahre dann mit denen hatten. Ich weiß, ich konnte immer alles gerecht machen. Es wird auch keiner hinkommen, den das kann. Aber was mir immer wichtig war, den Umgangston war immer korrekt. Ich meine, das ist etwas, was ich wirklich zu schätzen weiß. Und ich werde die Zeit immer eine wunderschöne Zeit an Erinnerung halten. Dann noch ein ganz großes Merci an euch, liebe Kollegen aus dem Schaffner Gemeinderat.
Also allerrecht merci für Ihren Engagement, für als Gemeinheit. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich und sticht viel Arbeit dran, wenn ich das seriös machen. Zusammen haben wir die letzten Jahre auch ganz viel Flottes für die Gemeinheit auf Bein gesetzt, dass vieles geplant geht, dass vieles gemerkt geht und es sind noch viele ganz große Projekte, die für als Gemeinde stehen, wo wir alle Guten zusammen in der Hand stehen. Ich sage nicht merci für die exzellente Zusammenarbeit, sowohl am Chefrat wie auch am Gemeinderat. Das meiste haben wir einstimmig aufgesehen, verschiedenes haben wir sogar angepasst auf Basis von Diskussionen, die wir hier rund um den Tisch hatten. Und natürlich, wie das gehört, ob ganz wenige Punkte sind, natürlich auch als Meinungen auseinandergegangen, was normal ist. Ich meine nun nicht, fährt weiter so an dem konstruktiven Geist, guckt, wann ich glift noch für das Gemeinde und auch für als Bürger an, komm, wir gucken da zurück. Ich meine, die Majorität wird viel gelegt. Die Opposition hat die Aufgabe gemacht, das will ich auch so. Ich sage ein ganz großes Merci, für, dass er immer mit einem ganz kritischen Blick da war. Und wir haben dank ihr als für alle Sitzungen wirklich bis an den letzten Detail präpariert. Und heute sogar selber am Dossier nach Sachen fand, die nach nicht ganz klar waren. Wie gesagt, jeder hat seine Rolle, das alles das tiptop so gelaufen. Dann ganz große Merci auch nach der Zeit, die dann noch in der Freiheit Personal von der Gemeinde, Schule, Maison Relais und noch von allen anderen Strukturen, ich will sie noch nicht aufzählen, mit denen wir als Gemeinde zusammen schaffen. Ich meine, ohne ihr alle Guten wären wir halt nicht, wo wir sind. Ich weiß, ihr als Personal hattet nicht immer einfach mit mir, aber ich hatte doch nicht immer einfach mit ihr, muss ich auch sagen. Wir mengen zusammen, haben wir aber ganz, ganz viel erreicht und wir können noch zusammen stolz darüber sein. Ich meine, wenn ich Personal schwätzen, ein extra Merci, muss ich einfach mal das gehen und den alle hier als Gemeindesekretär. Hier sind wir so ganz bescheiden, hier möchte nie viel hier was man nicht. Ich meine, alle Uni, das hatte ich die letzten 12 Jahre auch nicht gepackt. Und, ich meine, mit Dingen Besonnenheit hast mich halt ein bisschen gebremst. Du hast immer mit evaluiert und du hast wirklich auch immer mit gesucht, dass der Betrieb Gemeinheit immer um 4 Uhr gelaufen ist. Und ich sage wirklich auch merci dafür. Vor allem noch 40 Jahre habe ich für die Gemeinde Zeit als Beamten, nur als Politiker, und ich mich entschieden abzuhalten. Ich meine, das nicht, weil mir keinen Spaß mehr möchte, oder weil ich die Flamme habe, oder weil ich kein Idee mehr habe, das zu machen. Ich meine, ich schaue einfach ab, weil ich auch gesehen habe, Politik ist kein Hobby mehr. Das ist, wenn ich vergleiche, was für 40 Jahre bei mir der Chef war, wenn ich gesehen habe, was Hautlaser ist, dass die Welten an von einem Boimeister an einem Chefrat getaut so viel verlangt. Ich meine, wenn ich das ganz seriös will machen, da bleibt nicht mehr viel Zeit für so etwas, das oft schwer ist, man seinem Job in die Wichner voll am Job steht, für das unter den Hut zu bringen. Und ich habe ja auch mal gesagt, ich habe auch gelesen, Boimeister, das ist mittlerweile Vollzeitjob, wenn ich das wirklich voll seriös für seine Gemeinde mache, aber wenn ich dann noch ein paar Syndikaten habe, also das schon eine heftige Aufgabe und ich merke, ich bin nämlich belastbar genug für das Aufgabe noch weiter zu machen. Ich meine, aber in einem gewissen Alter. Und dafür will ich ja in der nächsten Generation auch Platz machen. Ich meine, sie müssen irgendwann überholen, weil die Herausforderung von der Zukunft müssen sie meistern. Ich meine, da tun wir gestern auch hören am Herrn Meisch den ganzen Diskurs, dass die Welt immer mehr sehr ändert, immer Neues könnte und die Herausforderungen immer mehr groß gehen. Voilà, und dann meine ich zum Schluss, will ich aber auf dieser Platz eine Menge Familie merci so mehrere Menge kann, weil ich meine, ich war oft nicht da, was ich mich gebraucht und Gemeinde Schütter hat praktisch immer eine Priorität. Kann auch sich gehen, dass sie Sachen nicht dürfen machen, weil sie bei mir ihre Papa oder früher der Sekretär sind nicht mal dürfen im Rad durch die Straße beim Motorrad fahren, weil ich dann hier von Verkehrsberuhigung gehört habe. Gut, ich meine, ich habe doch heute daheim gesagt, sie stehen immer alle gut in Hand. Sie hatte, verstehst du mich, für meine Arbeit, auch für mein Engagement, das über 40 Jahre. Weil, wenn ich viel daheim bin, dann guck mal, ob es besser geht, oder ob ich nicht gesagt kriege, so, kannst du nicht mehr gerne kein Tierchen machen. Voilà, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Merci auch an euch alle Guten, und wie seht ihr so schön, Edia, merci, und dann, voilà. Dann alles Gute für euch, alle Guten. So, wie viel noch so? Noch ja. Also wie dann haut nur der letzte Gemeinderat an dieser Konstellation aus, weil ich auch just kurz ein paar Merci lassen gehen. Der nächste geht natürlich Junior, Schleif Birger.
die mir das Gelegenheit gehen hun ich am Gemengerot an nur am Schäferrot können Deel zu holen. Und ich muss so war für mich ein Mensch eine Erfahrung, eine flotten Challenge, den ich gerne ugehol hun. Aber wenn Schreckwirken gucken, sind ich ganz zufrieden mit dem, was mir gelegt haben und auch ganz glücklich. Den zweiten Merci, der geht natürlich in Jean-Paul und das Herrsch, dem ich ganz lieb abgeholt habe. Und als Altsche der Hosen haben sie mich manches gelehrt. Es sind mir nie viel am Platz gekommen. Und ich muss sagen, dass wir ein richtiges Dreamteam waren und uns gegenseitig unterstützt und noch ergänzt tun. Ein bisschen weiblichen Touch, Farbe und explosive Energie haben ihnen auch nicht geschwört. Große Merci auch an den ganzen Gemengerot. Zusammenarbeit war immer konstruktiv, auf Fairplay und die Resultate von all den realisierten Projekten können sich weisen lassen. Merci an Kommissionen und Vereine, die wertvolle Arbeit für das Zusammenleben hier in der Gemeinde leisten, wo ich ganz viel live und engagiert Leute kennengelernt habe. Der letzte, aber umso große Merci geht für Rob und alle. Und Ideen haben vieles nicht so reibungslos laufen gehen. Und natürlich und all uns Beamten, uns Arbeitsstadt, Lehrpersonal und Personal aus der Maison Relais, sowie den externen Büros und Experten. Ich habe immens gerne die Summe geschafft, die wird immer da, wenn die gebraucht sieht, und hat heinz du so getrat geschlagen, für alles bestmöglich hinzukriegen. Ich bin stolz auf euch, eine Frau an diese 6 Jahren in Teil von dieser Gemeinschaft gewesen zu sein, und wie weiß, hoffentlich noch weiterhin bleiben wird. Ich weiß ja nie, wie die Lohn oder die Wahl weitergeht, mit all denen, die nicht mehr mitgehen, ein herzliches Merci für das Engagement, an all denen, die den neuen Challenge angeholt haben, und Job Englisch abgesagt haben, ganz viel Erfolg, Ausdauer, Energie und Glück gewünscht. Vielleicht gesagt ihr sich hier rundherum, das sind Durchschneider zurück, also auf all diese vielen flotte Feste, die hier im Dorf sind. Merci. Merci Dora, j'aime tout vos saisons. Ja, Kollege Schill, Kollege Wick, Kollege Jean-Paul, mal mir kurz, mal mir lang, hat die Summe für das Gemeinde geschafft und hat auf verschiedene Posten erboren. Ich will nicht so in Politik geht, Freundschaft bleibt. Merci. Oh, ich wollte kurz machen, ich will mich all den wieder durchlesen. Es war kein Falschwort dabei, ich von der Chef hat gesagt, dass ihr ein paar Liter in der Matt geht. Aber wir machen das dann aber. Und auch wie gesagt, vielmals merci, ich alle gut für Ihre Arbeit. Und ich hoffe, dass das so schön weitergeht. Nur Gemeinde wird die Donner leben. Und du hast gesagt, schon, das ist auch wichtig. Und da sind wir, was den 11. Juni dann raus können im Strich. Und noch eine merci und den alle aus einer ganzen Equipe. Voilà, merci. Ja, merci. Nico. Ja, ich meine, das für dich dann den 6 Jahren, wo wir heute zusammen sitzen, wo ich ein bisschen Tränen an den Augen gesehen so dass wir den ein bisschen gesehen, die gerollt tun, von die einen oder die anderen mal eine Meinung gesagt haben, die vielleicht nicht die Woche von der Majorität. Ich habe ganz stark appréciiert, dass der Jean-Paul gesagt hat, dass auch wir als Opposition unsere Aufgabe erfüllt tun. Wir haben das versucht, so sachlich und so seriös und so detailliert wie möglich zu machen. Wenn zu etwas beigetragen hat, dann kann das uns nicht mehr Satisfaktion geben. Ich will dir, wie dich, Jean-Paul, wir haben eine Reihe Jahre am Schäferrot zusammen geschafft. Ich sitze auf dem Stuhl, wo du da sitzt. Ich habe dich appréciieren gelehrt. Und ich will dir auch vielmals merci sagen für dein Engagement. Du hast das gemacht, was dir von dir erwarten kommt, und wo du auch ein Maximum gemacht hast von allem, was möglich war. Weil das ist keine einfache Aufgabe. Da sind oft zwischen 2 Stilen oder nach mehr Stil. Und muss ihn oft auf die Zähne beißen, muss ihn oft lange überlegen, muss ihn alles geben, was ihn hat, für heute durchzukommen. Und das hast du gemerkt, das haben wir auch appréciiert, geht das mal verschiedene Meinungsverschiedenheiten im Tisch hatten, das gehört dazu. Aber wie gesagt, wie der Jambe doch hier geholfen hat, das menschlich, das wird noch immer sich imposiert.
Ich will aber auch den anderen Kollegen, die nicht mit dabei sind, vielmals merci so und sie noch ihr Maximum gemacht. Und wie gesagt, den Tisch vor eine agreeable Atmosphäre, wie das sich an einer politischen Runde gehört. Es gibt eben Meinungsverschiedenheiten, die müssen ausgedroht gehen, du kachen noch die Emotionen, dann heinst du ein bisschen matt. Das geht ja doch dazu, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir erst im Saal rausgegangen sind, dann hat sich gesagt, und dann haben wir aber live gut nicht gesagt, zumal fand es mir spät ging oder haben wir uns am Bistro nur rumgetroffen und dann haben wir mit nicht geschwärzt, wie wenn die Reunion nicht gewirrscht wären. Voilà, merci vielmals dir, merci den Kollegen hier an den Tisch, merci aber auch dem Personal und all den Leuten, die an der Gemeinde geholfen haben, und noch merci den Bürgerinnen und Bürgern, die immer Hand durchstungen, weil mir hat ja nie, ich kann mich nicht erinnern, hier an den Tisch, dass wir in einem Dossier diskutieren, wo ein enormer Widerstand war, das war auch eine Partizipativpolitik gemerkt haben, dass für die großen Projekte, für die wichtigen Projekte, als immer gefragt gehen, da waren Reunionen, da waren Échangen, und das hat dazu beigetragen, dass wir an der Gemeinde aus meiner Sicht eine gute Atmosphäre haben. Und das ist kein Zufall. Wie wir gestern zum Montag feiern haben, die Frage von Demokratie, wie der Minister Meist angeschwärzt hat, die sind nicht so einfach und die sind nicht so evident und dafür muss ich schaffen und das tun wir manchmal den Tisch realisiert. Dafür denke ich auch aus der Seite von der DP-Fraktion vielmals merci, bonne Chance für alle Guten, die die Courage haben, sich dann einkehr der Wille vom Bürger zu stellen. Merci. Merci Nico, de Serge von der Person. Jo, ma ja dann ich meine Sinnlo viel wieder gesot gehen. Ich denke, dat wichtig ist bei dem Ganzen, der das de Jean-Paul gesot, die Freundschaft, die bleiben soll. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Mir muss ein bisschen mit Gefühlen umgehen, mit war wirklich auch eine Flotzeit. Auch schwer, dass Leute abhalten, es wirklich schwer, aber es werden sich sowieso noch weiter gesehen. Das ist das Allerwichtigste. Und zu nicht tun. Auch da draußen, also Bürger wirklich ein großes Kompliment für ihren Engagement zu unserem Dorf leben, weil wir haben bei den letzten Festen wirklich gewiesen, dass Schütter eine Einheit ist und so soll doch weitergehen. Egal wie ein an ein paar Wochen hier rund um diesen Durchfahrt sitzen. Auch Jean-Paul, sorry, aber du weißt, wir haben oft gesehen, dass es uns bleiben, aber das man besten Willen von nicht mehr möglich. Auch für dich wirklich ein flotte Success und eine weitere Karriere als Pensionär dann, Vollzeitpensionär und auch für die Leute von der Gemeinde, Personal, Männlein, Weiblein, alle Guten, die hier aktiv sind, auch an einer flotten Equipe, sei das von der Administration oder vom Servicetechniker. Ein großes Kompliment und ihr alle Gute für Ihr Engagement. Merci. Merci Serge. Gilles, ich gehe dir zu. Merci, ich will nicht viel bereden. Ich wollte mich einfach ganz kurz den Merci anschließen. Ja, merci, ich sind auch, kann ich mich erinnern, ganz herzlich empfangen gehen. Ich meine, die war auch froh, dass ich bereit war, die Relais zu holen. Merci für die Unerkennung, merci auch an das Publikum für die Unerkennung, das ist auch schön zu hören. Ja, ich kann mich durchschließen, es war immer ganz konstruktiv, Meinungsverschiedenheiten sind normal, das gehört dazu. Aber wie den Nico auch sagt, wenn er ein bisschen mehr hitzig diskutiert gehen, als du noch einfach gut mit denen gelernt und diskutiert gehen. Voilà, so dass das aber immer ganz positiv war. Schon habe viel konnte mithören für das Leben. Ich lerne viel bei, wenn ich selbst heute möchte. Ich kann mich dem Jean-Paul schließen, dass nicht, dass ich irgendwie durch ihr halt Flamme gekriegt hat, dass ich das noch nicht mehr machen. Für den Moment hat auch noch persönlich Gründe. Voilà, das ist natürlich schön, weil ja, kann halt immer gut mal nicht geschafft gehen.
Aber dann, wie gesagt, auch all denen, die weiterhin sich bereit erklären, häufig Gemeinde zu schaffen, bonne Chance, auf viel Glück, und dass da weiterhin so gut zusammen können schaffen, wie das bisher der Fall war. Voilà. Merci. Voilà, merci Gilles. Dann gibt mir lo. Ah, Lilian, pardon, entschuldigt. Ich gebe mich denen Merci, aber so gerne schließen auf für allem dir, Jean-Paul, weil du hast mich mit einem Emulhai am Gemengerat sind ich gut abgeholt. Für Jahre, wie ich an die Gemeinde gekommen bin, und du warst Gemeindesekretär, du hast mir so viel geholfen, ich habe angefangen, an der Schule zu schaffen. Ich war immer wirklich so impressioniert von der Gentillesse, von der Hilfsbereitschaft, von der, und es tut mir wirklich leid, dass du nicht mehr dabei bist. Und ja, ich wünsche dir alles Gutes. Und was mich auch für allem immer heilo an denen 4 Jahren, wo ich dabei bin, so impressioniert oder was mir so gut getan, dass das soziale Engagement, dass wir immer da sind, finde ich alle gut für die Männer bemittelt an unserer Gemeinde und für die Leute, die während dem Ukraine-Krieg schon bei uns kommen, an den so gut enkadriert sind. Und das beste Beispiel, wie als Gemeinde so gut da steht, für den zu helfen, als aber das Herr Scheuer, der Gemeinde, all sein Wesen vermietet, sein Haus und alles vermietet, und für allem dann auch da und noch viel sozial gedurcht hat. Also ich Madame Moyen, spitzt Madame Moyen von der Komitee und werde ich auch da die gut Novellen mitholen, dass mir da auch geholfen kriege für den Leute in Wohnung sichern, dass da aber nur eine Möglichkeit besteht. Bon, das ist eine Parenthese, wo wir drin. Ich so dann dem Gilles, dem Vic und dem Jean-Paul große Merci und wünschen Ihnen, ja, dass auch nach immer alles gut weitergeht. An den anderen Kollegen alle gut, viel Glück für den 11. Juni. Und wir werden uns mit an Uni, Gemeng an Uni, werden wir uns immer frei für uns rumzugehen, gesehen auf all den schönen Festen, wo immer hier an unserer Gemeinde sind. Vielmals Merci und alles Gutes. Voilà, merci auch dir für die Leifir Dali. Ich will aber auch nach Südbringen und Dösch, Leute Bausen, all die Leute, die auch an der Kommission mitgeholfen haben, vielmals merci so. Wir hatten ganz starke Kommissionen, wir hatten viel op de Weebrüch, mir viel fertig spricht. Und das geht auch nimmen, wenn eine starke Person am Mittelpunkt stehen hört, die immer für ihn da ist und den immer ein Oppenhauer hört. Jean-Paul, vielmals merci, alle, vielmals merci. Und die 2 Pensionären, alles Gutes an der Pension, an der Gilles, alles Gutes für seine Zukunft. Merci alle Gute für wirklich die Leifir dran, das gesagt geben, wir bleiben Kollegen, aber wir können ja noch nach bis 7 zusammen den anderen durchsetzen kurz. Voilà, aber für darum muss man noch ein bisschen schaffen, dann gebe ich alle Gute, die es noch gucken, Eddie so ein Merci an mir haben danach ein paar Punkte neu zu klären. Voilà, merci. Bis vielleicht Tenor Robby. Ja.